This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number. This is the number one. I get my best flows and test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves at expos. The most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed, the story flips. Ich komme gerade. On their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. And you could tell that I mean it if you look into my eyes. It shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top, number one. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the Scantron then. Life is a test and I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they're gonna last. Can't afford to keep it 100 danke, dass ihr alle so aktiv hier im Chat seid. Silvan Google, Noelia Schneider, alle Ehrenmänner und Ehrenfrauen im Chat. Danke, dass ihr alle so im Chat kommt. Jetzt kurz etwas gegessen. Oh, Janik von Niederhäusen ist Mitglied. Er ist Mitglied, der Ehrenmann. Kuss geht raus, Digga. Ja, nice. Danke, bist schon Mitglied. Danke vielmals. Ja, mir vorhin. Ich habe mir gerade noch Glasse rausgeholt. Wer kennt sie nicht? Von den Migros-Glassen, oder? Von denen Migros-Glassen. Welche habt ihr am liebsten? Oder hättet ihr überhaupt gern? Ich muss sagen, ja, lang zu viel von diesen Scheiben gegeben. Habe ich nicht mehr so gerne, aber... Ich esse gerade Vanille. Nice. Ja, ich habe sie nicht so gern, aber sie ist schon noch geil. Aber ich einzige lenkt mir nie. Ich muss gegen 2 essen. Minimum 2. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear me drop. I wanna be number yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number Scheiß Flöge hier. Vielleicht kann ich nein auf den Song reagieren, ja, Servilo. Oh. Magnum ist natürlich auch geil. Aber ganz ehrlich, die geilste Klasse finde ich irgendwie gleich noch fucking Ben & Jerry's, aber es ist einfach viel zu teuer. Hä? Janik von Niederhäusen, danke vielmals für deine Mitgliedschaft und Hurgeil. Du kannst jetzt die ganzen Emojis brauchen, Emotes und so. Du kannst mal alle Chat spammen oder so, wenn du Bock hast. Sehr, sehr gerne, sehr viel mal. Ja, Ben & Jerry's ist wirklich viel zu teuer. Ben & Jerry's, für das, was es ist viel zu teuer, es schießt mich an. Ich habe es sehr gerne, aber es ist viel zu teuer. Nein, schau mich weg. Aha. Da kommen schon die Emotes im Chat. Ist geil. Finde ich wirklich geil, dass man so Emotes haben jetzt im Chat. Finde ich sehr geil. Ja. Aber dafür müsstet ihr nur einen läppischen Franken ausgeben und dann habt ihr die Emotes so. Wie viele Schweizer YouTuber gibt es jetzt schon? Ja, ich weiß nicht. Es gibt wahrscheinlich viele kleine, die ich gar nicht kenne, aber es gibt gegen mehr Leute und das freut mich sehr, dass es immer mehr sind. Es sind nur 95 Rappen, genau, stimmt, ja. Der Stück hat das Video abgeladen, das ziehen wir uns gerade direkt ein. Und schon erregend, oder, wie ich das esse. Also, ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis
Ich tue jetzt gerade einen Pornhub-Account. Ist schon relativ hoch. Guter Stream. Das Niveau ist hoch. Sympathisch. Man kann schon halten. Ich fange einfach erstmal den Stream an. Keine Musik im Hintergrund. Und nur gibt es blöde Lied im Hintergrund. Das gleiche Lied im Hintergrund. Nur mal am Essen. Mhm. So. Seid ihr eigentlich die Art von Personen, wo Klasse schnell ist oder Klasse ganz langsam schlägt? Seid ihr wirklich, also seid ihr Leute, die so abbeißen? Oder seid ihr Leute, die eben so einer so irgendwie so es abzieht? Abziehen? Ja. Ja. Schnell und beißen. Die Leute, die schnell und beißen, verstanden ich wirklich nicht. Die Leute, die schnell und beißen, das tut mir absolut jedes Mal den Brain Freeze geben. Also es tut so weh im Kopf, so ziehen. Kennt ihr das nicht? Abziehen. Ich tue jedes Mal abziehen. Ich bin der Abziehen-Boy. Immer beißen. Schlecken tue ich nur Puss. Das ist das Komplex. Ja. Blasen. Ja, blasen, das ja. Deine Mutter mir gestern am Abend. Spaß! So. Hirnfrost, genau. Qualitätsstreams jetzt, also auch. Immer Hirnfrost beim Beißen. Ja. Jedes Mal, wenn ich beiße, Hirnfreeze. Darum bin ich ganz gemütlich. Kannst bitte auf Ehre den Nicola und den Marvin grüßen? Ja klar, mit vollem Mund grüßen. Ich gerne alle Leute, ja. Kein Problem. Gaum! Janik! Von diesen Mikroglassen kann man nicht nur eine einzige Glas essen, sondern man muss zwei essen. Eine einzige längt nicht. Eine Glasse muss man genießen. Ja, genau, ja. Wäre da gerade Hunger, ja. Ich habe gerade gegessen, aber ich habe nicht nur gegessen. Wie absolut nichts hier. Der Frigo oder der Kühlschrank ist leer, es nervt. Wenn der Kühlschrank leer ist, das Schlimmste im Leben. Geiler Song. Jawohl! Ehre! Noelia Schneider, danke vielmals für die Franken, die du hier rausgehustelt hast. Ist nicht selbstverständlich. Ich schätze es sehr. Merci vielmals. Ich habe vorher auch eine Klasse gehabt. Sehr, sehr geil. Klasse ist einfach Leben. Danke für den Franken, aber den Franken, den kann man jetzt mittlerweile hier auf dem Kanal auch anders einsetzen. Und zwar kannst du einfach Kanalmitgliedschaft beantragen oder Kanalmitglied kommen, unten noch in der Videobeschreibung oder so. Da steht's, da kann man nicht Mitglied werden. Dann kannst du für 95 Rappen Mitglied kommen und dann kannst du auch die blöden Emotes eigentlich drin posten. Die 4 da hier. 10. ist nicht gut. 10. muss ich nochmal überarbeiten, das ist wirklich gar nicht gut. Ja, genau, so ist das. So ist das. So. Also. Bist du viel zu Peru? Nein, ich bin selten bis nie zu Peru. Also ich bin fast nie zu Peru gewesen. Wirklich, fast nie. Ja.
Und es kommen auch noch andere Emotes. Also jetzt kommen dann bald noch andere Emotes, weil ich habe jetzt so 2 Mitglieder, den Ehrenbruder Fabian und natürlich auch noch den Yannick. Danke vielmals an euch. Und noch jemand anderes. Ja, kiffst? Ich nicht. Ich kiffe nicht, nein. So, also, jetzt ein Thema, wo bei YouTube, aber gefällt es dir zu Peru? Peru ist wirklich ein schönes Land, ja, auf jeden Fall. Ich bin noch zu wenig gewesen, dass ich dir so richtig kann sagen, wie nice es ist, aber Peru, wenn du mal in die Ferien willst, ist wirklich ein geiles Land, auf jeden Fall. Also, jetzt hier der Stucki Motherfucki erstmal ein Like da lassen und den Ton rauf, weil der Stucki, er hat schon ewig Kritik in den Videos mir abgeladen, aber der sich, ganz ehrlich, der Stucki ist eine hohe Personality und der Stucki, wenn er aktiv Videos würde machen, wenn er aktiv auf YouTube Schweiz wäre, dann wäre er schon einer von den ganz, ganz grossen. Also ihr redet von Büssi-Niveau und von Ask Switzerland-Niveau. Also es ist wirklich schade, hat der Stucki Motherfucki nicht mehr gemacht, weil er ist wirklich, ich meine, gut, er ist so ein sympathischer Dude. Er ist ein weirder Sieg in den Videos. Es ist so geil. Es ist geil, in seinen Videos reinzuziehen. Und einfach hier, ich frage Zürich. Ja, es hat jetzt schon viel gemacht. Ich frage Basel, ich frage Zürich, ich frage deine Mutter halt. Nein, bitte deine Schnur haben oder wie? Nein, die Formate sind geil, aber also das Stückchen an sich als Persönlichkeit ist geil. Ich finde ihn, er hätte so viel noch schon mehr erreicht haben auf YouTube. Vielleicht hat er das nicht wollen, vielleicht hat er nicht Bock drauf gehabt. Ist ja kein Problem, aber Stucki, absolute Legende. Er hat ein neues Video abgeladen, ich frage Zürich. Er muss auch mehr aktiver kommen. Let's go! 2 Köpfe sind gescheiter als eine. Oder doppelt so dumm. Genau wegen dem machst du es. Du suchst genau die Leute, die null IQ haben. Man sucht einfach lustige Antworten. Ja. Alles ist, ihr checkt es eben schon. Ihr seid eben schon ein bisschen die Heinis. So. Ey, yo, Das sind eben schon die Heinis, oder? Sibuna, hallo, Stucki ein anderes Wort. Stucki ist ein anderes Wort für Legende. Auf jeden Fall. Ah, Luana, du bist auch Peruanerin, oder wie? So, weiter geht's mit dem Video. Also es ist schon 7 Siechen, der Can und der Stucki Motherfucki. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Zürich unterwegs gewesen. Mir heisst ich und der Jam Raya Fing. Also wenn ich sehe, das ist schon dunkel jetzt. Kannst du da auch was machen. Und mit dem haben wir auch ein lustiges Video gedreht. Könnt ihr es auf Brimgo abchecken. Signal Audioqualität ist on point, absolut scheiße. Scheiß drauf. ist unten von Link. Let's go. Ich bin der Seier. Der Seiern, der Ehrenmann ist auch am Start. Wie heisst der Uli Maurer zum Vornamen? Urs. Sorry, hättest du Zeit zum 1, 2 Ja, Uli Maurer zum Vornamen, ja, was würdet ihr sagen im Chat? Hey Chat, was würdet ihr sagen? Wie heißt der Uli Maurer zum Vornamen? Mir kommt es gerade wirklich überhaupt nicht in den Sinn. Uli Maurer mit Vornamen, was könnte echt das sein? Ja. Gerhard, Uli. Manuel. Uli vielleicht. Der Uli Maurer ist Uli mit Vornamen. Also Uli Maurer. Ach komm, halt deine Schnur. Oh shit. Ich hab grad. Das ist. What the fuck? Was habe ich gerade umgehauen hier? Habe ich hier etwas durchgemacht? Ich weiß nicht, vielleicht ist etwas kaputt gegangen. Stucki, wenn du das Video hier siehst, vielleicht mache ich da ein Video auf dem C-Kanal. Stucki, ich habe fast meinen Computer durchgemacht, oder hier auf jeden Fall mein Böcksli ist am Boden gekriegt. Fuck, ey. Ja, egal. So, ich bin am Ragen, ja. Ne, Uli Maurer, okay, ja, ist eine gute Sache. Hat deine Schnur, so, ist gut. Uli Vuitton. Bitte, bleib mir gestohlen mit dem anderen Uli-Typ. Uwu, ja, easy. Fragen beantworten? Nein. Was denkst du, wie lange die Menschheit noch wird überleben, wenn es mit der Lichtverschmutzung so weitergeht? 40 Lichtverschmutzung. Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre? Das heisst, du würdest sterben an Lichtverschmutzung? Ja, wenn es so weitergeht. Das heisst, was machst du gegen die Lichtverschmutzung? Besser leben. Wie lange? Ja. Was machen die gegen die Lichtverschmutzung? Was machen die? Ich tue meistens, ich schalte zum Beispiel, ich mache meistens gegen die Lichtverschmutzung, ganz einfache Sache, ich mache es so.
es so. Ich mache es so. Ich streame einfach mit meinem Handy. So. Ich tue ein bisschen das Licht von meinem Handy und das streamen wir einfach so, oder? Dann ist die Lichtverschmutzung nicht mehr ganz so die gleiche, oder? Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das lustig findet. Komm, habt. Oh Mann, ey, scheiße nochmal. So, ich muss aber kurz etwas drehen hier im Dunkeln. Wenn du im Dunkeln bist, ich habe schon ein bisschen Angst. Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Angst jetzt. So, wie sieht es im Dunkeln? Dunkelstream. Ganz auf entspannt, wie ist die Kameraeinstellung? Nein, so, die Lichtverschmutzung, scheiß drauf. Wir schießen drauf. Auf Lichtverschmutzung ist Schissen. So, let's go. Ich muss auch meine Lichter hier anlassen. Let's go. So, Lichtverschmutzung, ich supporte die Lichtverschmutzung, ich bin mir weg am Start. Nein, also ich muss raus, das wird mir zu Spucki beim Stucki. Ja, sorry, gegen die Lichtverschmutzung tue ich Rivella in einen Becher lösen. Was? Und moin, servus, moin, Mrs. Ravenclaw, moin, servus, moin. So. Geht's, bis die Ente zum Schwan wird? Sind das also Fangfragen? Oder? Sicher. Aber wenn man Schwan mit Babys sieht, sind es auch keine Babyschwäne. Das sind ja auch kleine Enten, oder? Was? Wie macht man Rösti? Rösti ist irgendwas mit Käse, Mann. Es ist einfach so wie verbrennt. Du tust einfach so wie eine Seite verbrennen eigentlich. Ich sehe schon hier, das Gesicht vom Can. Das Gesicht vom Can hier. Warte hier. Du tust einfach so wie... Der Can hat sich so im Video, während der andere das gesehen hat, hat sich gedacht, hey, was habe ich da für einen Experte? Rösti. Jetzt noch etwas mit Käse, oder? Ja, klar. Eine Seite verbrennen eigentlich, dann ist es eben so knusprig und fein. Aber ich weiss nicht, was es ist. Im Fall Teigwaren würde ich jetzt sagen. Was ist die Nummer, die du musst anrufen musst, Teigwaren auf zum wenn du die Polizei willst erreichen? 1A. Und was ist die Ambulanz? 114. Was hat der Red Bull für eine Farbe? Rot, blau, dann noch so grau. Welcher Superheld kriegt seine Superkräfte, nachdem er von einer Fledermaus gebissen wird? Spider-Man. Wird er von einer Fledermaus gebissen? Nein, ja. Wer wird denn von einer Fledermaus gebissen? Batman. Aus was macht man Rösti? Ja, aus Käse. Wie lange geht? Dude! Rösti, leben ich hier hinter dem Mond im Kanton Freiburg, oder was ist da los? Leben ich hier falsch, oder wie? Weil Rösti machen wir doch hier im Kanton Freiburg mit der Klasse von der Migros, oder? Ja, hier, in Freiburg, neben dem Röstigraben, weiss man eben so Sachen, dass man das eben mit der Klasse macht, dass man das macht. Ah, mit Kartoffeln, das habe ich noch nie gehört. Bis eine Ente zum Schwan wird. Wird's nie. Aber Bro, du stellst immer so dumme Fragen. Wird's nie? Eine Ente wird nie zu einem Schwan. Ein Schwan ist ein Gans oder ein Schwan. Und klar, das ist ein Tier so. Weißt? Was ist die Nummer, die du musst wählen musst, um die Polizei anzurufen? 144, glaube ich. Ist der Trump eher neutral oder ein Schiedsrichter? Der Trump. Was denkst du, wie lange... Wer kennt nicht den Trump? Der Trump ist neutral. Also Politiker generell, also wirklich neutrale Figuren, neutrale Typen. Aber ja, wenn man manchmal sich bei den Drittliga-Match hier in der Umgebung die Schiri anguckt oder anschaut, dann denkt man sich auch, Digga, das glaube ich jetzt auch wirklich nicht, das ist gar kein Foul gewesen. Monsieur! Die Menschheit wird überleben, wenn es so weitergeht mit der Lichtverschmutzung. Lichtverschmutzung? Also Klimawandel und so? Nein, Lichtverschmutzung. Nicht mehr lang, auf jeden Fall. Sehr lange, jetzt auch nicht mehr. 50 Jahre. 50 Jahre, das heisst, du wirst wahrscheinlich an Lichtverschmutzung sterben. Ja. Nein. Deine Kinder? Das könnte ich sehen. Wie lange geht es, bis eine Ente zum Schwan wird? Ich würde mal schätzen 2 Jahre. Wie heisst der Ueli Maurer zum Vornamen? Ueli. Für was steht Ueli? Hans-Ueli. Also wer will... Ja, Uli. Wer kennt nicht den Namen? Hans-Uli. Lichtverschmutzung, ja? Hey! Niri. Oder ich sage einfach Niri.
Lichtverschmutzung, hast du es vorher nicht gesehen? Ich habe einfach vorher mal alle Lichter ausgeschaut. Oh, ich habe noch etwas vergessen. Und zwar, mein wahnsinnig geiles Licht habe ich noch vergessen. Wartet schnell. Das habe ich ja komplett vergessen. Was bin ich für ein Mensch? Was bin ich für ein Untermensch? Hier. So, jetzt ist es auch mit Back in Business hier. Nice, jetzt leuchtet sie um mir so ein bisschen violett dagegen. Mag sie einfach absolut nichts. Scheiße, so, weiter. Mauern um die Schweiz bauen. Was? Ist nicht verstanden. Ich würde mal schätzen 2 Jahre. Wie heisst der Ueli Maurer zum Vornamen? Ueli. Für was steht Ueli? Hans-Ueli. Also wer will Mauern um die Schweiz bauen? Donald Trump. Welches Meer ist näher an der Schweiz? Ständemeer oder das Polymeer? Polymer. Stände. Ja. Ich bin den Sommer aber im Ständemeer baden. Ja genau, ja. Dann habe ich auch noch die eine oder andere Abstimmung habe ich dort auch noch gewonnen, ja genau, ja. Meer. Ständemeer. Ja. Es sind beides keine Meer. Es sind beides Seen. Also wenn jetzt Ständemeer kein Meer ist, sondern ein See, wie heisst es denn? Ständesee. Auf welchem Kontinent liegt Südafrika? Afrika. Richtig. Rega, 14. ambulant, 144. In welcher Galaxie befindet sich die Erde? Milchstraße. Richtig. Thunderfuck, was ist die Nummer von der Polizei? 117. Rösti ist aus Herdöpfel. Herdöpfel? Ja. Hey, mach's gut. Eure Reaktion, Bro. Das ist eben so Situationen, wieso wo der Stucki absolute Legende ist. So solche Sachen. Also der Sayan hat noch Hintergrundinformationen, und zwar Zürich ist komplett retarded gewesen. Wir haben es innerhalb von 45 Minuten oder so schon abgefilmt gehabt. Also anscheinend wirklich, weil die Typen oder die Leute, die sind ja komplett lost gewesen, die haben nichts gewusst. Mann. Es sind noch Ferien gewesen, ja, Zürcher, also alle Zürcher. Es sind zwar Ferien gewesen, aber trotzdem, also so ein bisschen besser hätte da schon keinen Abschnitt, oder nicht? Also ganz ehrlich, also das ist ja wirklich absolut gar nichts, sie alle richtig hängen geblieben. Ja, also das habe ich gesehen im Video. Aber geiles Videostückchen, mach mehr Videos. Das würde mich sehr freuen, wenn du mehr Videos machst. Mehr Videos würdest machen. Stückchen. Hast du mich gehört? Ja, komm, machen wir noch kurz ja, leck mir am Arsch. Das war jetzt die Abmoderation vom Video, wo ich den upload auf dem Zwei-Kanal. Das reicht für Abmoderation. Richtig hängen geblieben sind nicht nur Zürcher, sondern auch hier der Stream. Hallo zusammen, danke, seid ihr mit am Start hier am Stream. Ja, so. Hat nicht noch Natalie Style ein Video abgeloadet? Was ist denn mit der los? Sie hat gar kein Video abgeladen. Was ist denn los? Du Roaster Toaster, du. Zürich halt abgehoben und verblödet. Ja, Huf. Die sind komplett verblödet, die sicher. So. Immer auf Zürcher. Nein, Spaß. Es gibt auch gute Zürcher, oder? Die meisten tun erst 19.00 wo ich lade. Sir Vlog, danke vielmals für die Information. Es ist ja nicht so, als ob es schon 7:30 wäre. Nachricht zurückgezogen. Kein Problem. Auf die 1930, okay, da bin ich ready. Auf die 1930 kommt dann noch das Video vom Jan Mariah Finger. Weil das würden wir uns auch direkt einziehen. Warte, ich muss noch schnell beim Stucki mal der Fuckiger kommentieren. Absolute Legende bist. Mach mehr Stuff. Let's go. Abfahrt. So, erstmal ein Like da lassen, mir wegen den Kommentar. Ja moin. So, ich weiß, dass ihr das jetzt nicht seht. Ich weiß es. Amadis Video kommt am 19.30, wenn du es noch nicht mitbekommen hast. Aha! Okay. Kollege, ich schaff's nicht mehr, glaub. Marc, enttäuschend. Ja, aber ich habe es ja mit dem Marc auch nicht geschafft. Hey, Lerso, morgen. Geht's dir gut? Mir geht's nämlich sehr, sehr gut. Ja. Wir müssen bald einmal uns treffen für das fucking Lersulieren. Und, wenn du willst,
Wenn du willst, kannst du auch noch ein bisschen Stream chillen und dann können wir auch noch ein bisschen zusammen miteinander labern über YouTube, über dass du bei Youngbulanz bist oder weiss nicht was. Ja. Der Marc und ich haben das schon letzte Woche verhängt. Ja, der Marc hat es verhängt. Bei mir diese Woche. Der sehe ich. Doch erst am 8. Bin gerade noch draußen, aber könnte man grundsätzlich. Ah, easy. Ja, kein Problem, mach nur. Doch erst am 8. Hat vor 3 Minuten eine Insta-Story gepostet. Dude, der Art ist doch absoluter Spaß. Nee, Spaß. Spaß. Kommt aber vielleicht sogar noch als Video auf den anderen Kanal. Also bei der ich kann nicht reden. So. Was man nochmal könnte machen. Etwas, was ja wirklich dann absolut gut angekommen ist. Wenn du dann am Chances Video schaust, musst du unbedingt auf die Easter Eggs im Hintergrund achten. Okay, das mache ich. Wann kommt das Video vom Can? Kommt das um halbe? Wenn ja, sag's mir. Ja, nee, es geht ja nichts. Hey. So, warte mal. Ich suche da gerade etwas eben. Sei an der geilen Bock. Ja, sei an der geilen Soulbock ist natürlich immer wieder am Start. Ich finde es nicht. Milo macht einen Freestyle. Ich mache bald, meine Damen und Herren. Also bald kommt wirklich vielleicht irgendetwas in dem Zusammenhang, also im Zusammenhang von Musik. Vielleicht kommt bald wirklich etwas im Zusammenhang von der Musik, weil der Marc macht bald eine Roast Yourself Challenge. Das kann ich sicher sagen. Ja, sonst scheiß drauf. Nein, macht er bald und wahrscheinlich komme ich nominiert und dann muss ich ein Lied machen, einen Song machen. Ja, ich like alles. Hier, wenn ihr Fragen habt zu der Schweizer Szene, informiert Fragen, ich sage einfach alles. Spaß. Nein. Es gibt's nicht. Es gibt es nicht. Es gibt okay, ich eigentlich wollen. Also ich kann schnell umschalten hier. Zack, ich habe... meine Cam. Fucking hell. Es ist zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Was ich von der scheiß Qualität habe. Mann. Es ist nicht zum Glauben. So, ich bin back im Business. So. Also, was ich auch machen will, ist das da hier. Und zwar... Eigentlich nicht mit Schweizer Hockeymannschaften, sondern eigentlich wollte ich es machen mit Schweizer Läden, also mit Schweizer Grocery Stores, also mit Schweizer Lebensmittelgeschäften. Ja moin, ich kann immer mehr Deutsch. So, ja genau. Eigentlich kann ich das machen, aber es ist ja gar nichts. So, ich glaube, jetzt ist ja gerade halbe. Und der Can uploadet sein Video wahrscheinlich um halb, oder? Spoiler Mode on, bist du Filmschwatze? Ich bin Filmschwatze, 300 Wörter in 1 Minute. Nein, das mache ich nicht, aber das mache ich wahrscheinlich sowieso, wenn ich so schnell rede. Ja, und du und Singen, das kann nur gut werden. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, das kann gut werden, sondern das wird absolut scheiße. Genau. Und meine Damen und Herren, für die vielleicht frisch in den Chat gekommen sind, mache jetzt ein Mitglied werden hier auf meinem Channel. Und zwar haben wir ja unter anderem so geile Emotes. ich muss ein bisschen Werbung machen, oder? Für 1 Franken könnt ihr da Mitglied werden und die Emotes haben. Ich muss noch mehr Emotes machen, ich mache dann noch mehr Emotes, für dass die Leute, die sind, da noch mehr Emotes bekommen. Aber, warte mal, hat jetzt der Chance das Video schon abgeladen? Also jetzt ist halbe? Nein. Also ich mache jetzt zuerst einmal noch Schweizer Schweizer Hockeymannschaften.
gib mir eigentlich am Arsch vorbei, aber Freiburg-Gotteron ist hier oben, amazing und sonst nichts. Ja, scheiß drauf, nichts. So. Ja, Reiche! Ja, Richi! Ey! Lerso! Lerso! Was bist du für eine Legende? Lerso ist jetzt hier bei mir beim Kanal der absolute Ehrenmann. Er ist Mitglied hier im Chat und hat jetzt jenste Vorteile, wo man sich nur träumen kann. Er ist Mitglied, sehr, sehr geil. Niceness. Can OSC, alle Videos online. Easy. Dann checken wir doch die Videos einfach mal aus. Let's go! Also, mein Portemonnaie ist geklaut worden, Alter. Alles klar. Dann machen wir doch einfach mal los. Dann legen wir einfach doch mal an. Ja, moin. Das Emote mit dem Daumen nach oben, das ist wahrscheinlich das, was bis jetzt am besten ankommt. Was muss ich noch für Emotes machen? Jungs, die jetzt schon Mitglied sind, alle Leute, die schon Mitglied sind, die anderen Leute, die haben so nichts zu sagen. Nein. Was könnt ihr noch für Emotes machen? Schreibt mir das mal hier in den Chat. Und dann fangen wir jetzt mal an mit dem Video von Can Maria Finger. Ich bin absolut gespannt, ich freue mich. Hier in Imse, absolut wunderbare, schöne Wohnung. Finde ich wirklich eine schöne Wohnung. Ein Nacktbild bitte. Ja, das Nacktbild, das folgt, aber das schöpfen dann gerade hier bei Nattel. Auf Snapchat, aber kannst bitte nicht screenshotten, Bro. Gut, also, ganz ehrlich, auf euch ist doch geschissen, ihr seid doch immer nur Arschlöcher. Das Dickpick hat der eine geschrieben und der andere schreibt das Nacktbild. Jungs, ganz ehrlich, mit euch kann ich ja gar nichts anfangen, also wirklich. Spaß. Ich doch nicht. Gibt noch eins von mir? Ah, nice. Nice. Ey, Streamlabs. Sorry, Streamlabs hat die Band absolut gerechtfertigt. Nee, Spaß. So, Can. Bro, kommst du raus in einer Stunde Zeit, chillen oder so? Wie, wo, was kann man ja noch schauen? Welche Stücke? Okay. Geil gefilmt. Geile Animation noch. Was ist jetzt los? Das ist Schnucki Motherfucki? Ja. Also jetzt bin ich gespannt. Was würde jetzt hier noch kommen? Wo ist das? Basel? Hey. Ist das Basel? Bitte. Ey, Dude! Da hat er ihm erstmal die Vorhand von seinem Leben geschallert, Digga. Hat er mal einfach mal Buffallen. Der Sayan lunzt im Hintergrund. Sayan, bitte. Oh yeah. Oh yeah. Okay. Legende. Legende. Stranger Things, oder was ist denn hier los? Stranger Things liegt in der Schweiz. Schweizer Stranger Things ist da, oder was? Legende. Ey, gut. Also die letzte Szene, das ist wirklich geil gemacht. Hier, wo noch das Boden zieht. Hier. Geil gemacht. Bro, kommst du raus? In einer Stunde chillen oder so? Wie oder was? Kann man noch schauen, oder? Gut, der haut nicht. Gut.
Passiv von dir, John. Passiv. Oh. Macht deine Cam ganz ruhig. Ja, darauf geschissen. Ich lese jetzt vor. Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst. Mhm. 14. September Zuschauertreffen. Ihr wisst es. Ja, schönes Video, ja. Auf jeden Fall, schönes Video. Sie. Ja, komm. Gibt's einen Kommentar? Ja, gibt keinen Kommentar, scheiß drauf. So, hier. Natti. Natti-Style. Bei der Natti ist ja auch unglaublich. Bei ihr ist ja wirklich Ja, bei der Natti ist unglaublich, wie es momentan läuft. Also sie hat ja mittlerweile schon 6000 fucking Abonnenten. Also es ist wirklich krass, wie sehr wo ihre Videos abgegangen, wie viele Klicks was sie macht und wie es bei ihr läuft. Aber gut, komische Insta-Nachrichten vorlesen, ich klammere, pervers, wundere mich auch nicht. Nein. Ja, Entschuldigung, sie Zuschauertreffen ging dann. Ja, da kann ich leider nichts dafür. Also das ging ungefähr im September einmal. So, jetzt sind wir mal gespannt auf das Video von der Natti-Style. Also das ist wahrscheinlich auch mal ein absolutes Clickbait-Video. Nein, Spaß. Jetzt sind wir uns mal, was die Natti da für perverse Nachrichten auf Insta bekommen hat. Wahrscheinlich noch die eine oder andere. Frau auf Insta bekommen wahrscheinlich der grösste Scheiß. Heute zusammen und herzlich willkommen zum neuen... Nein, das ist gut, das ist scheiße. Heute zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin da mit der guten alten Mara. Yeah. Und wir machen heute... Mara ist unglaublich, wie gesprächig wird Mara immer ist in den Videos. Das ist wirklich etwas, das habe ich noch nie verstanden. Oh, sehr nice. Ein mega nices Video. Und zwar, vielleicht habt ihr es im Titel schon gelesen, ich nehme aber schon. Und zwar werden wir jetzt unsere richtig peinlichen Chats vorlesen. Also wir haben jetzt mal in den letzten 3 Jahren oder so, haben wir jetzt mal alles so ein bisschen zusammengesammelt, was wir jetzt lustig gefunden haben, was wir denken, ja, also die langweiligen können wir jetzt nicht vorlesen. Ja, weil einfach so ein Hey oder so ist jetzt nicht. Ja. Aber was ich auch noch kurz will sagen, es soll jetzt bitte nicht irgendwie eingebildet oder arrogant oder so überkommen. Also wir werden jetzt da nicht sagen, wir werden im Fall angeschrieben da oder ja, so. Also es ist einfach ein bisschen lustig. Ja, wir schicken uns einmal die Screenshots und denken, es ist lustig und wir haben das letzte Video davon gehabt und wir denken, es ist echt ein lustiges Video. Ja. Ist lustig. Nein, ist easy. Ich bin gespannt mal wirklich, was sie für Nachrichten bekommen. Die 2. Ja, nehmen Sie jetzt arrogant oder so, nehmen Sie es als Unterhaltung. Und ich will etwas ganz Wichtiges ankündigen und zwar ist... Das kann man auch sagen aus YouTube. Nehmen Sie es als Unterhaltung, das ist alles gut. Ist am 14. September 2019, am Samstag, in einem Monat etwa, genau ist Zuschauertreffen von Gianmaria Finger, Aldo Toro, Mark Galaxy, Maelo. Kennt ihr den? Maelo? Aha. Und wir... Maelo? Aha. Ja. In einem Monat etwa ist... Wäre mega nice, wenn wir kommen. Es ist in Zürich. Genaue Infos kommen dann noch später. Also sind gespannt. Auf Insta kommen wir es vielleicht auch später. Also folgen wir auch mal auf Insta. Und jetzt ganz los mit dem Video. Let's go! Also wir sind jetzt ein bisschen übergekocht, damit wir das da einblenden können. Also wundert euch nicht. Hey, was läuft? Alles, was bei hat. Von wo bist du? Vom Kanton Zürich haben wir. Mit dem geilen Ass. Aber das ist noch nicht fertig. Was hat das mit meinem Ass zu tun? Frag nur. Wir spontan mit einem Fremden. Nur da. Digga, also... Du meinst das ernst? Ja, eigentlich schon. Natürlich, wenn wir spontan mit einem Fremden. Ja, ich meine... Ja. Nein, sorry, ja. Also es nervt mich auch so leicht so. Fremden haben, was sie das Gefühl haben. Also meine, sorry. Gibt es irgendjemanden da außen, der angeschrieben wird? Oh ja, jetzt will ich den treffen. Ja, also ganz ehrlich. Jetzt im Chat von euch, versteht das jemand? Also, wieso schreibt man Leute ein kompletter Brain-Lag? Ich habe absolut alles vergessen, was ich wollte sagen. Ich habe mein Leben vergessen, ich weiß nicht mehr, was ich studiere, ich weiß nicht wie ich heiße. Nein,
ich verstehe nicht, wieso, was so Biasen gibt, wo denen schreiben einfach und dann solche Scheißfragen. Also, haben die Kreativ genossen oder was ist mit denen falsch gelaufen? Ich komme nicht raus. Okay, also wir haben jetzt einen etwas weniger perverse, wo uns beide geschrieben hat und so, was er geschrieben hat, ist: Hallo, ich komme auch von der Schweiz. Ja, so, oh mein Gott, wir haben etwas gemeinsam. Das ist, jetzt ist wieder auch. Ich komme auch von der Schweiz. Also falls jemand aus der Schweiz kommt, ihr habt etwas gemeinsam mit der Mara und mir, also Ja, mit mir auch. Kommen die alle von der Schweiz? Schreibt das Finster. Nein, schreibt uns nicht auf Insta. Also der Typ hat so ein bisschen geschrieben, wir haben so ein bisschen nur kurz geschrieben, einfach so ein bisschen Smalltalk. Und so nachher, normal. Ja, und dann habe ich halt keinen Bock mehr gehabt und gesagt, ich gehe jetzt und so. Und dann schreibt er. Jemand schreibt gerade im Chat, aber ich bekomme auch so ähnliche Nachrichten auf Insta. Meistens tue ich einfach die Leute gerade blockieren. So Nachrichten bekommen alle. Deine Facecam ist weg. Ach, Mann. Nein, ist sie nicht, oder? Ist im Weg. Ah, shit, ist im Weg. Okay, ja, warte schnell. So. Sättige, eben, ich bekomme so ähnliche Nachrichten auch auf Insta. Meistens tue ich einfach die Leute gerade blockieren, so Nachrichten bekommen alle. Dass wirklich Leute, oder dass wirklich die meisten Frauen solche Nachrichten bekommen, erstmal mein Beileid geht aus euch, aber ich verstehe nicht, was das für Typen sind, die so etwas schreiben. Ich meine, was soll das? Dude, was ist das? Ja, also in unserem Alter, wie man schon mag, in deinem Alter schreiben die Leute solche Sachen, oder wie? Kann ich dir für eine letzte Frage stellen? Und dann dachte ich so, sorry, ich bin momentan ein bisschen im Stress und danke, aber was willst du fragen? Und dann schreibt er, kein Problem haben. Und ja, klar, du denkst sicher, was für ein Depp ich bin, aber du hast ja gesagt, du hättest nicht so Zeit für einen Freund und so. Ich habe ganz einfach gesagt, so, ja, ich habe gerade einen Freund, aber... Ja. Aber ich habe ja in deinen Videos gesehen, dass du auch Jungfrau bist und ich habe gedacht, vielleicht können wir uns gleich ein bisschen kennenlernen und dann eventuell zusammen ausprobieren. Ja, also... er ist einfach gegangen drauf. Ja, ich mache mal auf Net. Ich gehe mal auf Net, oder? Hat nicht funktioniert. Nee, aber ganz ehrlich, was geht diesen Leuten durch den Kopf? Ein Grund, um sich kennenlernen. So, also wenn es der Schweiz ist und eine Jungfrau ist. Also ganz ehrlich, die beste Taktik, wenn ihr Jungfrau seid und jemand anderes auch, sagt ihr einfach, ja, wir sind doch beide Jungfrau, komm, scheiß drauf, machen wir einfach beide gerade, gönnen wir uns doch beide gerade den Spaß. Ey, Mann, bekomme immer Spam-Nachrichten von irgendwelchen russischen Frauen. Das bekommen alle, Bro. Hallo, Jungfrau, ich mag dich über 100, wie geht's dir? So, hallo Jungfrau, schau den Grund. Man muss alle Jungfrauen anschreiben. Aha, ich bin von dieser schon gesehen. Wenn mal hallo junge Frau, nicht hallo Jungfrau. Hallo Jungfrau. Ich mag dich über 100. Was merkt ihr mit dem? Das heisst wahrscheinlich so hure viel in dieser Sprache. In dieser anderen Sprache. Ich mag dich über 100. Okay, jetzt kommt das Beste, okay? Also, der Dude hat auch mir so ein bisschen hey geschrieben und ich habe halt geantwortet. Und nachher plötzlich schreibt er mir so, willst du abmachen? Bringen wir es hinter uns. Ich bang dich langsam. Ja. Also, wo, meine Damen und Herren, oder die Leute, wo ist einfach der Respekt geblieben, Jugend? Jungs, habt ihr keinen Respekt mehr von hey Mann, die Leute, die Typen, die das schreiben, Fußvolk, Digga, Fußvolk, also wirklich absolut zurückgeblieben, die Dudes. Ah ne, Leute, die einfach zurückgeblieben sind oder halt null Erfahrung haben, also Leute 11 bis 14. Ja, aber ob, wenn du 11 bis 14-jährig bist, schreibst schon solche Seich nicht. Ja. Ganz ehrlich. Fribourg Gotteron, salut. Also wieso schreibt er mich an, bringen wir es hinter uns, als wäre das irgendwie so, er muss jetzt jemanden haben zum
Man muss einfach hinter Zum sich Nudeln? bringen. Er ist eben auch noch Jungfrau, er muss es jetzt einfach hinter sich bringen. Ja, aber sorry, können wir mal Real Talk reden? Ist das so schlimm, wenn man Jungfrau ist heutzutage? Ich weiß es nicht. Also, ja, ich brauche irgendjemanden zum hinter mich bringen, dann schreibe ich mal 50 Frauen an. So, hä? Ja, eben, genau. Das Thema so, ob wenn ihr jetzt zum Beispiel noch jung seid oder so, oder wenn Ihnen jetzt jemand gerade zuguckt oder hier beim Video dabei ist, oder beim Stream, sorry, wo Jungfrau ist oder so, hey, da drauf ist sowas von geschissen, wie alt ihr seid, oder wenn ihr das habt, oder ob der Kind mitredet, oder weiss er nicht was, das ist wirklich ja komplett egal. Also es geht wirklich nicht darum, dass so schnell wie möglich, oder weiss nicht wenn, einfach mal gemacht haben. Es geht überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, dass du vielleicht eben die junge Person findest für eben genau den Moment oder den, ja doch sehr intimen Moment in seinem Leben, wo man safe nie vergisst, zu teilen. Und es geht nicht darum, einfach das mal gemacht zu haben mit einfach irgendeiner Person. Also, keine Ahnung. Ja. Ich habe bestimmt das immer hure cringe vor. Stell dir mal vor, Du triffst die Person, Ja. du weißt genau, was sie will. Und du denkst ja! Und die haben das vor, die haben das geplant. Und dann kommt sie zu dir, du hast die noch nie gesehen, noch nie mit der geredet. Ja, jetzt wenn wir Hallo. ausziehen. Absolut. Oh mein Gott, das war so cringe. Okay, dann kommt jemand, schreibt mir einfach so random direkt: Hey, hast du Lust, mir ein Nachtfoto zu schicken? So. Herz. Aber gibt es denn irgendein Mädchen, das schreibt: Ja! Für Nachtfotos von mir könnt ihr mir einfach... Das muss ein Emote sein! Das, meine Damen und Herren! Also, wer noch dabei ist, der Emotes kann posten im Chat, das da hier, das Gesicht da hier! Das muss ein Emote sein bei mir im Chat. Also das müssen wir machen. So, aber was ist eigentlich gewesen? Ja genau, Nachbilder könnt ihr mir einfach fragen auf Instagram. @MiloRomani ist wirklich noch alle Nachbilder, die ihr wollt. Spaß. So, mach einen Premium Snapchat-Account für die ganzen Nachfotos. Ja, genau. Ja, geil. Geil, ich stimme mir mal jemand an. Yes! Das ist richtig so, Mensch. Also ja, wahrscheinlich schon, wir sind einfach nicht so. Bist du Spinnst? Hahaha, bist du das auf dem Profilbild? Ja, wieso? Profilbild. Auf Profilbild. Sieht voll heiß aus. Haha, danke. Bist du Spinnst? Was hat er denn mit dem Schmelz? Spanisch? Aha, das ist mein Spiel. Der Typ hat vorher schon Sachen geschrieben. Zuerst mal, will dein Ass lecken, dafür so Lippen und ich so, boah, Herzi, was los? Was ist los, Bruder? Wie alt bist du? Sag ehrlich. Ah, by the way, er ist 25 und ich bin 15 gewesen damals. Grüße, gell? Und dann später... Also, sie nehmen es ja noch locker, sie nehmen es wirklich noch easy und haben kein Problem. Aber ich finde das schon noch, also ich weiß ja auch nicht. Ist ja nicht so bei älter wäre, ich bin ja 13-jährig. Aber was... Ist, also wenn das gang und gäbe ist, wenn das okay ist, dass man den Leuten so schreibt, oder wenn das okay so sieht, also... Bro. Dann... Ja klar, ich schreibe frohe Song. Dann muss ich komplett los. Ja. Ah, Mann, ey. Ja, genau. Ich habe eine Freundin, aber meine Freundin hat dann zumal so angeschrieben, hat perfekt funktioniert. Also wirklich kann ich auch sagen, hat absolut gut funktioniert. Spaß. Nein. Ah, da habe ich noch 15 geschrieben. Und dann so, ungefähr, wo bist du? Würde ich gerne holen mit dem Auto. Ich hahaha, what the fuck. Und dann so, ja, gib mir eins ziehen. Please, gib dir etwas. Dann hat sie so gesagt, ja, ich bin an der Tankstelle weitergegangen, ich hol die ab, komm daher. Und so, Bro, nein, weh. Aber hä? Aber eben, dass die Typen da schreiben, der ist 25 und sie ist 15. Ich meine, hey, also, was ist das?
Ja, das ist meine Freundin, die mit mir Tennis spielen ging, ja. Er hat nur so lustige Sachen Aber das stell dir mal vor, du würdest jetzt wirklich dort stehen und dann würde ich Dann kann er abholen. mein Ass lecken. Oh mein Gott. Er hat noch andere Sachen geschrieben, aber das ist jetzt... So, ja, Hose aber. Schau da, darfst ich habe da wieder so ein mit im Chat-Dings. Oh Mann. Also, ich weiß auch nicht, aber... Also gerade jetzt, die Szene da, ist ja... Sie finden es lustig, aber... Digga, da muss ich komplett da bin ich absolut am abcringen. Da fühle ich mich nicht wohl, wenn ich das höre. Dass ein 25-Jähriger in einer 15-Jährigen das geschrieben hat. Hey. Und dass sie aber dass sie das so locker aufnehmen, ist ja okay. Ist ja nichts passiert, ist kein Problem, aber... Dude. Ja. Das ist das Gabbern mit diesen Männern, ey. Absolut, hey. Digga. Und ich traue mich nicht einmal ein Bild von einer Frau zu liken. Ja, es gibt das eine oder andere Extrem. Dann kurz es sind glaube sogar 2. Ein Bananenbild? Da ist mein Sachbild. Und ich so, oh Gott, what the fuck. Dann habe ich so, geil gross. Den hättest du gerne in deiner... Nein. Da bekomme ich nicht Bibeli am Ranzen. Sag nicht, ja? Da geht's mir gar nicht, Alter. Da muss ich ja komplett lassen. Nati, was ist das für eine Goldgrube in deinen Insta-Chats? Nee, also ganz ehrlich, ey. Typen, die das F-Wort benutzen. Ja. Typen, die Nachtfotos schicken. SM. Schwierig. Ja? Das ist schon eine schwierige Angelegenheit, das Ganze, ja. Steckdose? Macht dich das feucht? Ja, wenn es sich unattraktiv macht, sicher doch mega geil. Boah, Mann. Mega geil. Ich finde so Menschen so gruselig. Schick Bild von deiner nassen Unterhose. Ja! Das ist nicht einfach das Beste. Sie schreiben, hey, bei dem Bild ist nicht mal meine Zunge für. Ich bin so gemein. Also bei mir kommt, glaube ich, das absolute Highlight. Ich schwöre, ich kann so lachen. Also, ich habe einen kurzen und einen dünnen. Dafür komme ich schnell so. Also ich meine, mir ist ja egal, welche Größe oder keine Ahnung was, aber also, wenn man so mit dem Verb, ich habe einen kurzen und dünnen, dafür komme ich schnell. Hey, aber als Frau, ich glaube, es spielt jetzt wirklich nicht so eine Rolle, wie groß das er ist, ob er dick oder dünn ist, aber es kommt vielleicht noch nicht darauf an, wie schnell das kommt. Ja. Und wenn er schnell kommt, ist das doch nicht geil. Nein, dann ist also, fertig nach 3 Minuten. Ja, eben, dann ist so ein... Vor allem ist... Da muss ich los. SM fragt, hast du noch nie Nudes verschickt? Dude, nein, noch nie. Nie. Noch nie. Ich verstehe Leute auch nicht, oder... Ich verstehe Leute nicht, die das machen. Und egal wie, wo, was, machen sie einfach nicht. Ausser natürlich im Lehrso ist wirklich tagtäglich ein Nachtbild. Einfach am Morgen früh, wenn ich aufstehe, einfach gerade ein Nachtbild im Lehrso schicken. Genau. Hat ihn Schnur. F steht für Flädli-Suppe. Genau, ja. Ja, an der Stelle würde ich sagen, brechen wir das Ganze ab. Ja, ich bin über 7 Minuten, ich bin schon ganz drin in der Olga. Also muss fast fertig machen. Ich habe so Kopfkino, oh mein Gott. Also das nächste ist einfach wieder mal so random, aber ich habe es gleich lustig gefunden, wenn es geschrieben hat. Guten Morgen, Nathalie. Ich stalke zwar nicht, aber mich würde es trotzdem interessieren, an was für eine Schule du gehst. Es würde mich freuen, wenn du diese Frage ohne Angst beantworten würdest. Und dann hat er noch seinen Namen geschrieben, aber das kann ich jetzt nicht sagen. Und dann habe ich einfach geschrieben, ins Gymnasium. Aber der hat doch jetzt auch wieder so richtig wie mein Deutschlehrer geschrieben. Richtig. Ja, und so, das ist mein Deutschlehrer. Ich habe mega Angst gehabt, zum zurückschreiben. Wirklich, ich habe gedacht, kannst du
Ich habe so oft schlaflose Nächte wegen dieser Nachricht gehabt. Und dann habe ich geschrieben, interessant. Also, wenn es dich interessiert, ich mache eine Ausbildung zum Netzelektriker. Ja, lieber Piep, das hat mich sehr interessiert. Danke für die Information. Also das nächste. Der hat wahrscheinlich... Wo sind wir hier gelandet? Ich weiß auch nicht, wo wir hier gelandet sind. Wahrscheinlich bei der Ausbildung zum Netzelektriker. Ich fange jetzt aber die Ausbildung zum Netzelektriker an. Da kann ich auch so eloquent und gut Deutsch schreiben. Ich schwöre. Auch in eine andere Sprache geredet, weil er hat, ich glaube, das Google-Übersetzer benutzt. Ja. Also, guten Morgen, schön. Und ich weiß nicht, wieso ich das Smiley gemacht habe. Ja, wahrscheinlich einer ganz. Ich weiß es auch nicht. Es war 2016. Oha, dann bin ich 15 gewesen. Ja. Sie sind perfekt. Wow, danke. In diesem Bereich von Wetzig und Kleidung, ich in der Nähe des Krankenhauses. So. Finde ich toll. Nach so, ja, New Yorker etc. Ich genau. Egg weg. Egg weg. Und dann so, ich bin italienisch. Ja, das wären jetzt eigentlich so alle die lustigen gewesen, die wir so rausgesucht haben. Ja, wir haben jetzt einfach so ein paar rausgesucht. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Also wir haben es recht amüsant gefunden. Und abonniert mich kostenlos, wenn ich kein Video mehr von mir will. Netzelektriker. Ja, genau. Der hat sicher einen kurzen gegeben. Kann man hier nicht. So. Kann man so machen. So, meine peruanischen meine Urahnen, die dann zumal schon auf diesen Dings gespielt haben, auf diesen Instrument, wo man dann zumal heftige Schnur genannt hat. Ich will sagen Sextape. Mein Mixtape kommt bald online, ja. Wo machst du Netzelektriker? Ich mache einen Netzelektriker. Ich weiß nicht wo. Ja, einen blöden Jogger machen, aber ich weiß nicht. Genau das da bin ich. Eine Flasche. So. Ich bin auch nicht der Einzige, der nicht in Deutschkurs ist. Ja, lern so. Du bist nicht der Einzige. Nein. Passen und aktivieren. Genau. Und vergessen nicht das Fan-Treffen am 14. September. Schreibt uns unbedingt ein und dann seht ihr uns. Ja! Und genau, dann hoffe ich, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Ja, nice Video. Freue mich auf das Fan-Treffen. Zack. Boom. So, haben wir einfach mal einen Kommentator, dass man einen Kommentar gemacht hier, oder? So. Ja, es ist schon... Last year I had developed a bad habit of snacking. Ah ja, ich habe es für sehr geklickt, sorry. Ja. Also wirklich, gewisse Typen so auf Insta, also das ist ja unglaublich, wie die schreiben. Also wirklich unglaublich. Gut, besser, Netzelektriker. Ja, genau, ja. Der Cyan hat ein Video aufgeladen. Ah, der Cyan hat das Video abgeladen. Aha. Cyan? Was denkst du, wie viel kommen Nude als Fan-Treffen? Ja, schon der ein oder andere, oder? Statements, okay. Hey zusammen, in letzter Zeit ist viel passiert und ich habe es in meinem letzten Video schon Hoppla, meine Kamera hat mich abgestellt. Die stellt gefühlt alle Viertelstunde ab. Das nervt. Aber, meine Damen und Herren, ich bin Profi. Ich weiß, wie man das regeln. So. Deine Lieblingsspieler bei Fribourg-Gotteron? Ey, ganz ehrlich, ich habe nicht einmal Lieblingsspieler bei Fribourg-Gotteron. Also ich bin zu wenig bei Gotteron drin, darum. Ja. Ja, nice. Also das Emote da, wo ich so blöd lache, sieht nicht schon noch gut aus. Das ist gar nicht so schlechte Emotes. Ich muss noch bessere machen, noch andere. Ja, genau, ja. So. Angekündigt, dass ich heute ein kleines Statement-Video zu der ganzen Sache machen werde, weil... Ein kleines Statement-Video zu der ganzen Sache? Naja, es sind halt wirklich schlimme und unschöne Sachen passiert. Und ja, ich weiss, viele andere haben schon ein Statement-Video zu dieser Sache gemacht, aber jetzt werde ich einfach nur so ein bisschen meine Meinung und meine Sichtweise auf das Ganze geben. Ich bin gespannt, was kommt jetzt? Und ja, ich weiss nicht, dass wir jetzt alle mitbekommen. Ich finde es generell scheiße, dass in letzter Zeit so viel über das Thema geredet worden ist. Und ja, ich weiss, es ist ein Problem, aber schlussendlich bringt es dann nichts, wenn wir alle drauf rumhacken und noch weiter in das Thema reingehen. Und sonst dann gibt es noch ein Statement-Video und noch ein Statement-Video und das ist blöd. Weil ich finde, man muss einfach
bei sich etwas ändern. Und nicht immer die Fehler bei den anderen suchen. Also ganz kurz zum Erklären für die Leute, die absolut keine Ahnung haben, um was es geht. Ich probiere jetzt mal die ganze Situation von meiner Seite zu erklären. Und zwar hat das Ganze angefangen vor ca. 2-3 Wochen. Ich war draussen mit Kollegen und dann bin ich am Abend heimgekommen. Digga, er macht es ja absolut extra, dass man einfach nichts weiß. Salut Martin. Und ich habe mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Junge, das sind Statements. Und ich weiss nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so richtig enttäuscht werdet? Aber schaust du gerade sein Video auf voller Lautstärke mit Kopfhörern? Oh shit. Oh shit. Ja, das mache ich. Wieso? so richtig. Wenn ihr euch auf irgendetwas freut so. Und ihr für das so richtige Glücksgefühl entwickelt, wenn ihr die Sache möchtet oder habt, kennt ihr sicher. Und dann ist es einfach genau nur wegen dem ist es kaputt gegangen. Nur wegen dem. Und ja, so ist es auch bei dieser Sache gewesen. Viele Leute haben schon ein Statement-Video gebracht, das ist mir bewusst. Ich weiß auch nicht, ich kann einfach mal jetzt mal meine Sichtweise erzählen. Es ist so viel... Es kommt kein E-Rape, haha. Okay. Zayan, ich vertraue dir. Ich vertraue dir jetzt, ich vertraue dir. Scheiße passiert. Ich vertraue dir. Dass ich euch das gar nicht vorenthalten. Und ich weiss auch, dass es ein kritisches Thema da auf YouTube ist. Aber ich habe gedacht, dass das andere oder die anderen Leute auch schon erzählt haben in ihren Videos. Habe ich mir gedacht, ja komm, dann machen wir den Ruck und erzähle es euch. Und ja, ich weiss auch nicht, das Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich finde auch, dass man einfach mal die schlechten Momente muss teilen muss. Ich weiss nicht, ich finde es einfach blöd, dass die Gerüchte entstanden sind. Ja. Und eben angefangen hat, ich bin draussen gewesen, und dann bin ich heimgekommen, voll gut gelaunt gewesen. Es war ein schöner Tag gewesen. Und ja, dann habe ich mich zuerst mal an den PC gesetzt. Da habe ich das Ganze alles ein bisschen aufgestartet, durch natürlich halt ein bisschen. Und ja, dann bin ich in meine Mails hineingegangen, habe alles ein bisschen durchgeschaut. Und dann bin ich unter mein letztes Video, das ich damals vor 2 Monaten mit dem Lehrstuhl gemacht habe, bin ich durch die Kommentare gegangen. Aber dort hat auch alles ganz normal ausgesehen. Und dann hat es angefangen. Dann habe ich eben ein bisschen Hunger bekommen, bin dann runter in die Küche gegangen. Und ja, dann habe ich es dann gesehen. Ja, und zwar das da. Sie ist leer. Ich kann einfach wie ein ganz normaler Mensch Chips essen und dann sehe ich, sie sind leer und ich weiß nicht. Ich war wirklich überfordert und ich habe nicht gewusst, was machen. Zayan, willst du mir eigentlich komplett flachsen? Hä? Zayan? Ist das der Ernst, hä? Zayan. Und ich hoffe, man sieht in der Kamera, sie ist halt wirklich leer. Und ich habe mich halt wirklich so auf die Chips gefreut. Und ja, ich habe mich auf das Video gefreut. Aber Zayan, gar kein Problem. Weißt du wieso? Ich habe ja einen Zweifelchips-Deal gegeben. Kein Problem. Ich habe dir mal eine Packung von den Zweifelchips mitnehmen. Gar kein Problem. Die ganze Situation, die hat alles kaputt gemacht. Die hat einfach alles kaputt gemacht. Und ich will auch gar nicht mehr haten. Wirklich nicht. Und ich weiss nicht, geht auch bei ihm nicht unter Kommentaren und schreibt böse Sachen. Hatet auch mich nicht. Weil ich kann auch nichts dafür und das ist auch für mich eine scheiß Situation. Ja, ich kann euch einfach alles mal kurz erzählen. Wie kommt das Ganze? Warum bin ich jetzt so ein bisschen mad in der letzten Zeit? Und wieso? Ja, das hat mich halt wirklich ins Loch hineingezogen. Ja, ich weiß auch nicht, das ist jetzt eigentlich relativ schwierig für mich, damit klar zu kommen, weil... Ja, und für mich ist das bis jetzt auch einfach noch kein abgeschlossenes Projekt. Vielleicht kommt irgendeine neue Chipspackung dazu, die aber dann voll ist. Und ich die dann halt wirklich auch essen kann. Und ich weiss nicht, ich habe die Chipspackung so angeschaut, ich habe die wirklich nochmal kontrolliert. Ja, aber Ehrenmann. Zayan, Ehrenmann mit den Dancer, das ist schon die geilste Fasnacht-Kette. Aber Zayan, es tut mir im Herzen weh, aber ich muss skippen, ein bisschen skippen. Weil, auf den Punkt. Ich ihr Statement-Video von meinem Statement-Video angeschaut habe. Ich es besser machen, ja. Oh nein, Zayan. Hey Zayan, Bro.
Wie geht's dir mittlerweile? Geht's auch ein bisschen besser, oder? Hey, Dude. Sonst, ja, krass, dass du das angesprochen hast. Hey, ist krass. Krass. Gänsehaut. Gänsehaut-Moment, Gänsehaut-Feeling halt. Heftig, Digga. Ja. Bro, weisst, Antidepressiva und so halten mich jetzt am Leben. Sayan. Es tut mir leid. Energy Air Tickets, die gibt's hier tatsächlich nicht. Ja. So, jetzt der Adrian fragt. 13 Minuten Video. Ein hure längs Video. Aber ja, drauf geschissen. Ich bin jetzt mal gespannt. Der Saya, der Adi Totoro, der Adrian fragt, hat das Video vom Open Air Gampo abgeloadet. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Absolute Kracher kommt da raus. Na, sehr gut, merci. Wieso ziehst du, guckst, wieso bist du so gemein? Ich kann's nicht, mega cringe. Oh! Taxi! Yeah! Das ist nice. Salut zusammen zu dem neuen Video hier im wunderschönen Wallis. Wir sind hier am Gampel Open Air mit dem Mark Galaxy. Perfekt, Wallis ist Deutsch. Ich kann es leider absolut gar nicht, darum probiere ich es gar nicht erst. Wir spielen heute wieder «Wer verliert, der muss etwas machen». Das geht so. Das heisst, wir haben verschiedene Challenges, wo wir die Leute gehen fragen. Die verteilen dann Punkte an uns. Das kann zum Beispiel sein, dass wir ein Talent beim Fahren rumlaufen. Der Verlierer muss. Der Verlierer. Und dann würde ich sagen, fangen wir gerade an mit A oder B. Du bist A, ich bin B. Wir gehen jetzt irgendjemanden fragen, der sagt A oder B. Und der, der sagt, der bekommt den Punkt. Ist gut. A oder B? C. Nice. Du musst A oder B sagen. A oder B sagen, also B. B, das ist meine. Oh, Messi. Schön. 1-0. Also steht es 1-0 für Adi. Jetzt die nächste Frage natürlich. Wir fragen die Leute, wer mehr Abos hat. Also wer denkt, dass mehr Abos hat. Also wenn jetzt irgendjemand mehr sagt, obwohl ich weniger Abos habe, bekomme ich trotzdem den Punkt, weil das genau. Gefühl hat. Also einfach der, der sie sagen, der mehr Abos hat. Voll. Der bekommt den Punkt. Entschuldigung, ganz kurze Frage. Also wer denkt, dass... Der Marc sieht ja komplett wasted aus. Marc? Marc? Ist da irgendwie vielleicht der Rasenmäher am Start gewesen, oder was ist da? Was ist da gewesen? Wenn ich noch so einen Livestream verliere, ich könnte so in 5 Minuten. Ja, ich weiß noch nicht genau. Also vielleicht können wir... Ja, ich weiß eben, ich mache wahrscheinlich nicht mehr so lange Stream. Darum, also vielleicht sagen wir spontan 5 Minuten, ja, komm noch mal schnell vorbei. Aber ich sage das noch, aber normalerweise schon. Mehr Abos hat. Also wenn jetzt irgendjemand mehr sagt, obwohl ich weniger Abos habe, bekomme ich trotzdem den Punkt, weil das genau. Gefühl hat. Also einfach der, der sie sagen, der mehr Abos hat. Voll. Der bekommt den Punkt. Entschuldigung, ganz kurze Frage. Was denkt ihr, wer von uns beiden hat mehr Abos auf YouTube? Schau uns genau an. Ich sag er. Nein, ich sag er. Du sagst auch? Ja. Ja, sehr gut. Merci. Super, das wär's schon. Perfekt, dann steht es jetzt 1:1. Adi, was ist die nächste Challenge? Das nächste ist, jeder von uns kann eine Person hier aussuchen. Wir müssen dann gegen die Schere, Stein, Papier spielen. Wenn ich gewinne, bekomme ich einen Punkt. Wenn er gewinnt, bekommt er auch einen Punkt. Ist eigentlich selbst erklärt, oder? Wer sieht das so aus, als wäre Scheiße im Schere, Stein, Papier? Das ist jetzt die Frage. Darf ich gegen dich schnell Schere, Stein, Papier spielen? Schere, Stein, Papier. Ja, eh. Schere, Stein, Papier. Alter Schere. Jeder nimmt Schere, Mann. Okay, so gut, jetzt noch. Schere, Stein, Papier. Nein! Beide Bias haben einfach Schere genommen. Das sind ja wirklich Lappen. Die sind so schlecht. Schön. Okay, die nächste Challenge. Wer von uns denken, sie ist gescheiter? Natürlich der, der sie sagen, dass es gescheiter ist, der bekommt den Punkt. Also eigentlich ist doch klar, dass ich gescheiter bin, aber mal schauen. Ja. Und wieso bist du so, wieso ziehst du, guckst, wieso bist du so gemein? Wieso ziehst du, guckst, ich geh gleich zur Polizei. Die Frage will ich nicht beantworten. Ich weiss nicht mehr, fragen nochmal. Young Hun, kannst du uns sagen natürlich, wieso dass du so bist? Nur schnell eine Frage, was denkt ihr, wer von uns beiden ist gescheiter? Ich weiss nicht, ob ich das beurteilen kann. Ich kann nicht sagen, jemanden anschauen und sagen, der ist gescheit. Beide gleich dumm. Ja, aber recht hat. Ich sage jetzt Wer ist weniger dumm? weniger dumm. Ja, schon du. Yes! Ja, super, merci. Das ist genau das, was ich mal gehört. Noch einen schönen Tag. Hey, willst du mich verarschen? Jetzt mal ernsthaft. Es ist schon 2:1 für den Markt, darum frage ich... Oh, der Mann, der Adi. Aber wieso, hey, momentan gefühlt alle bei der Schweizer Szene, also der Adi hier sieht, das ist Frisürli. Hier sieht er mir. Ich meine, ich habe komplett überlost mit meinen Haaren. Ich habe eben schon seit einem halben Jahr nicht mehr Haare schneiden. Und Marc,
Genau das Gleiche. Genau das gleiche Zeichen. Ja, wir müssen alle dringend einmal zum Friseur. Nein, der macht ich glaube am regelmäßigsten. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher, Alter. So. Jetzt gerade, wer von uns sieht schöner aus? Ist das dein Mann oder Freund? Ja, fast. Oder gar nicht? Vater? Sexpartner. Ja, okay. Sexpartner? Alles klar. Nicht schlecht. Also, kannst du schnell uns beide... Bei solchen, oder bei älteren Leuten, also bei Leuten über 30, ist so etwas noch komischer, finde ich. Beide anschauen und einfach sagen, wer von uns das schöner ist. Du musst jemanden auswählen. Ich muss jemanden auswählen, wen ich schöner finde. Sag jetzt nichts Falsches. Ja, dann würde ich doch sagen, dich. Jawohl! Also du sagst eigentlich im Umgekehrten, dass er hässlich ist. Das hast jetzt du gesagt. Also es ist 2-2 wieder. Jetzt stellen wir uns das Talent vor und schauen, wer das bessere Talent hat. Sorry schnell, Jungs, könnt ihr schnell unser Talent bewerten? Sagen, wer von uns das coolere Talent hat? Du fährst an. Ich mache jetzt das Ross nachher. Ja gut, das war mein Talent. Es war nicht schlecht, oder? Ist ja gut gewesen, oder? Okay, jetzt ist mein Talent. Du musst mitmachen, weil du nicht checkst erst, wie gut das Talent ist. Okay. Also mach mal so. Ich bin nicht von Star Trek. Also. Und jetzt machst du einen so. Und jetzt, jetzt machst du so. Sehen wir das? Das ist mein Talent. Es ist zwar komisch, aber das ist sehr besser. Das ist besser als mein Ross. Kollege, ich kann es nicht, oder? Gut, dann verstehst du. Ich wäre ja voll beim Ross gewesen. Ich bin eher ein Rossmensch, oder? Ja. 3-2 für ihn. Merci für nichts. 3-2 steht es für mich. Ich bin fähig. Und jetzt ist es Zeit, eine Stimme nachzumachen. Das heisst, wir gehen zu jemandem an, dann mache ich irgendeine Stimme nach und der muss herausfinden, wer das ist. Wenn er es herausfindet, bekomme ich den Punkt. Wenn nicht, dann nicht. Und das Gleiche beim Marc. Sind ihr bereit für Cringe vom Leben? Ja. Herzlich willkommen. Nein, ich kann es nicht. Fuck, ich kann es nicht. Mega cringe. Mega cringe. Also. Mega cringe. Ja, also ist eine Schlafmediensituation oder Miss. Wer ist das? Wer ist das? Im Chat. Wisst ihr, wer das ist? Wer jetzt gerade redet? Ich weiß es, aber ich sage es noch nicht. Das ist ein bekannter Tennisspieler. Sind hier am Open Air Gampel, oder? Ist klar, oder? Hast du auch schon gespielt, oder? Schon mehrmals, oder? Ja, das wär's gesehen. Aber mein Gott, irgendein Fußballspieler, oder? Der moderiert beim SRF. Das war gerade die schlechteste Impression von der ganzen Welt. Benny Huckel, weißt du? Also es hätte der Roger Federer sein, aber ich weiss. Oh, doch, jetzt oder? Eben, es ist doch so gut gewesen. Okay, du musst jetzt raten, wer das ist. Es ist jetzt wieder ein bisschen cringe, ist immer cringe, wenn man live eine Person imitiert. Aber wir haben hier einen wunderbaren Gast hier bei uns im Studio. Wer sind Sie? Tamara! Oh, was für ein Tor hier! Unglaublich, was bin ich für eine unglaublich, was hier eigentlich alles abgeht. Unglaubliche Stimme hier. Der Moderator, der Fußball moderiert. Ja, das ist gut. Ja, aber zählt das? Ja, das zählt. Okay. Tschüss. Da steht jetzt 3-3 und jetzt als nächstes müssen wir herausfinden, wer von uns als... Ich kann nicht reden. Sprachen lernen. Da steht jetzt 3-3 und als nächstes gilt es herauszufinden, wer von uns am ersten eine Bestrafung verdient hat. Also wir fragen, wer von uns hat eine Bestrafung verdient und der bekommt halt... Ja, das Video geht Ewigkeiten lang und ich würde sagen, geben wir doch erst mal ein Like und dann sagen wir beste Roger Federer Impression. So, let's go. Raus, kommentieren. Bam, bam, bam. So, also, meine Damen und Herren, wir sind auch hier zurück. Zack, gönnen uns auch ein bisschen Musik. Die Musik hier unten ist übrigens stimmt überhaupt nicht. Das muss ich nochmal klären. Das muss ich unbedingt nochmal anpassen. Könnt ihr bitte Mimix für immer? Ja, kann ich auch noch machen, ja. Wegen Statements-Video. Ja, können wir noch machen. Bitch, ich kann die Welt verändern, gib mir ein Klavier. Nicht zu diskutieren, hier das Album of the Year. Ihr dürft nicht mit mir reden, außer Kleine ihr wollt gratulieren. Kleine Pause. Hier ist noch Challenge. Ja, ich gehe nein, ich weiß nicht. Ob ihr wollt oder nicht, ich red von Savage-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich mein Bushido-Level. Meine Kamera, sehe ich gerade, ist absolut am Sterben.
Jetzt wird sie ganz schnell die Kamera, den Akku wechseln und so weiter und so fort. Und bin halt gerade am Start. Aber wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Ihr wollt oder nicht, für immer, ob ihr wollt oder nicht. Yeah, Junge, das sind Statements. Yeah, Junge, das sind Statements. Ich mach nen Matchbox zu nem AMG, Kudamm zur Carrera-Bahn. All ihren neuen Rufios, fickt nicht mit nem Peter Pan. Und all ihren neuen Ralfs, fickt nicht mit nem Michael. Dreams ist ein Panini-Heft, in dem kein Sticker fehlt. Shindy for President, make Rap great again. Ich mach das alles für die Bitches, so wie Maybelline. Mit lila Schein, trocknen Tränen, schneller als mit netten Worten. Haus wollen rummachen, Captain Morgan. Yeah, Ego größer als Shaquille O'Neal. 800 € Rucksack, keep it real. Mit dem Aufzug bis zur Skyline, Sonny Level. Bad Boy, Colin Farrell. 50.000 für Hotels in der Geschäftsbilanz. Was ist das für ein Leben, wenn die Bitch sich nach dem Sex bedankt? Wie ich baule nicht von dieser Welt, Space Jam. Das ist keine Dekadenz, das sind Statements. Ich kann die Welt verändern, gib mir ein Klavier. Nicht zu diskutieren, hier das Album of the Year. Ihr dürft nicht mit mir reden, außer ihr wollt gratulieren. Berlin's Most Wanted und ich bin nicht mal von hier. Wir reden hier von Doch, also eventuell könnten ich schon als Influencer gehen als Energy, vielleicht bin ich letztes Jahr gewesen. Ja. Was ist deine Meinung zu den Klimademos? Eine gute Sache. Streamst jetzt regelmäßig? Ja, normalerweise ist in der Woche. Normalerweise ist Mittwoche der Streamtag, das ist sicher ein Streamtag, den streame ich sowieso. Aber auch noch andere Tage spontan. Ja. Eure Label süß, mein Label Traditionsverein. Ich bin nicht am Ende Rap, Rentner mit Millionenrente. Drauf geschissen, genau so. für immer Prozente. Leg meine Tochter schlafen, Miloception, ja, krass, heftig sie gerade vorher. Ja, Digga. Was ich noch will sagen, der Ding, der am Start ist, der Lerso. Sag mal, hast du es gut? Ja, ist gut, ja. Lerso, du kannst kommen in Discord. Habe ich die auf Discord überhaupt lesen? Würdest du ein Video mit ihrer Freundin machen? Vielleicht kommt ein Video mit meiner Freundin bald mal, ja. Ja, hast du mich auf Discord? Easy. Nicht zu diskutieren, hier das Album of the Year. Ihr dürft nicht mit mir reden, außer ihr wollt gratulieren. Berlin's Most Wanted und ich bin nicht mal von hier schon. Wir reden hier von Sido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich red von Savage-Level. Ob ihr wollt oder nicht, ich mein Bushido-Level. Ob ihr wollt oder nicht, für immer, ob ihr wollt. Ja, Richi! Ja, Richi! IKEA-Möbel ist jetzt ein Ding, Kanalmitglied. Du kannst jetzt exklusiv Emotes in Chat posten. Sehr, sehr nice, sehr, sehr geil. Nice. So. So, die Musik ist jetzt, die haben wir jetzt auch gehört, das haben wir jetzt genug Asi-Rap gehört an der Stelle. Das ist ein Komplex. Ich habe da noch andere Playlists, die ich jetzt gerade aber nicht finde. Hier. Zack. Hä? Das ist ja nicht die Playlist. Hä? Wo? Ah, hier. Voilà. Kennt ihr das Lied? So, jetzt ist hier der Lars ist am Start. Der Lars ist am Start und so. So, jetzt hier, warte, zack, zack. Zali! Lerso! So, was hört man mich? Ja, man hört die erregende Stimme nice. Ist am Start. Ja, nice. Ja, logisch. Ja, geil. Geil, bist du noch mit am Start? Bist du noch ein bisschen mit am Start zum Stream? Sehr, sehr nice. Ich bin am Morgen. Warte, kannst du schon reden? Ich muss die Sorte ein bisschen leislicher stellen. Ja, sicher, kein Problem. So, perfekt. Perfekt. Scheissdreck, schönes Nachbild, bitte sehr. Nein, ist gut, ist gut. Ja, die eingestellt. Ja, vorher hast du mir fast ins Gehör rausgepacken. Ich habe gemeint, die Mutter kann mich zur Tochter fahren oder das Ohr amputieren. Aber jetzt ist alles wunderbar. Eben, fantastisch. Ja. Hört man ihn überhaupt gut? Auch hier im Chat. Ja, moin. So,
Ja, moin, Digga. Digga, man. Ey, Lerso. Ja. Young Bulanz. Läuft's? Ja, momentan schon, oder? Ja, geil. Ey, es hat mich wirklich gefreut. Ja, auch für dich abgestimmt und so. Ehrenmann. Ja, sicher, auf jeden Fall. Ja, für die müssen abstimmen, wir müssen lachen. Du und du bei Young Bulanz, Digga. Das ist... Ich hätte doch nie erwartet, dass ich das dort mal herkomme, oder? Ja, sag. Ich habe zuerst gedacht, so, spätestens wenn die meinen Humor gesehen überkommen, Alter, bin ich weg vom Fenster. Aber anscheinend nicht. Anscheinend war es kein Problem, ja. Ja, und der hat so, wenn du siehst, ja, erstmal das Nachbild schicken, ich bin gerade der TUB hier zu Burgdorf. Ja, aber ja, ist easy, ja, ist kein Problem, ja. Nein, das ist ja gut. Standardmäßig. Ja. Parat wie ein Tier, du. Nur Gabaret. Ja, nice. Mein Lieblingswort ist jetzt momentan Gabaret. Also, fragt dich dann, ich sage etwa 50 Mal. Gabaret, okay, ja. Hast du das Gabaret hier hinten, da? Nein, da. Aber komm, ich bin ja, aber das Gabaret dann zumal, wo wir den Gabirano sind, uns einziehen zu Bern. Das ist das nur ein Gabaret. Weißt du, der hat ja, glaube ich, mal so angeteasert, dass er dort hergeht. Aber ja, genau. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der dann neben uns hockt. Weißt du, er denkt so, ja, ist genug gross, vielleicht sieht man sich den heute oder so. Dann hockt er einfach neben uns. Einfach neben dir, ja. Wer ist alles gewesen? Der Can, der Adi, alle, oder? Die ganze Equipe war ja. Die ganze Equipe. Die ganze Truppe hier, Alter. Kühenmelcher-Truppe ist gekommen. Lost wunderbar. In motherfucking Hongkong ist das gewesen, oder? Ja, genau. Lost. Da bin ich lost gewesen, Digga. Ich schwöre, Alter. Das für die Leute, die sich jetzt fragen, was ist das gewesen, wie sie denn so zum Gabaret halt, zum One and Only beim Gabirano und vom Kiko. Sind wir ja, der Kiko. Ja, die zwei Dudes, also der Gabirano dann, also ich muss auch sagen, der Gabirano absolut unlustiger Dude gewesen, aber ja. Kennen wir, gell, wir beide. Unlustig sein, das kennen wir sehr gut, ja. Kennen wir beide. Scheiße, Mann. Scheiße nochmal. Und der ist alles parat. Alles frisch im Gebüsch. Also, im Gebüsch ist alles gut. Das Gebüsch muss auch noch rasiert werden. Nein, Spaß für Sie. Oh! Glatt penetriert, Teicheln wegwachsen, so gehört sich das. Kaum bist du hier am Start, ist mein Livestream direkt am Abschießen. Spaß. Du siehst noch so 2 Zuschauer. Oh nein, der Lerser. Oh nein, der Lerser. Der Sperner. Der ist mir zu langsam, ich gehe wieder. Ja, aber ich muss auch wirklich sagen, es ist nice, dass du jetzt, ja gut, aktiv würde nicht sagen, dass du jetzt bist, aber ja. Hast du vor, das ein oder andere Video rauszuballern in der nächsten Zeit? Ja, eigentlich ist mein Ziel alle Woche 1. ja. Aber wo ich halt nebenbei halt noch immer ein bisschen bügle. Ja, logisch, du bist ja am Bügeln. Das natürlich immer ein bisschen zu kurz. Ja. Ich habe eine Freundin und jetzt natürlich noch Ambulanz. Da kommt relativ viele Sachen zusammen. Darum bin ich momentan an die Zacke im Rucksack voll zusammengestaucht. Aber ich probiere grundsätzlich wöchentlich ein Video zu bringen, wenn es geht. Du musst noch mal eine Sache zusammenkneifen, dann wird da noch ein Video kommen. Nein, Spaß. Ja, der hat noch meine Merkel und die sollen mir mal meine Sachen in der Retour geben. Hey, du. Oh Mann. Und dann musst du noch täglich melken, früh aufstehen am Morgen, musst du ja auch noch, oder? Ja, sag nicht, du. Meine rechte Hand ist abgestorben, du. Die muss ja... Alle Abend muss ich die mit Vaseline eingremen, du. Also was, die Sitzen oder die... Ja, beides. Ja, easy, alles klar. Ja, das ist schon kompliziert. So muss es, weißt du. Hey, nein, richtig lost. Jetzt sind wir lost in Hongkong, Alter. Wir sind lost in Hongkong, lost in Burgdorf und lost in Fribourg. Ich schwöre, scheiße. Lost in Fribourg, da. Das Gabaret. Genau, ja. Das ist das Gabaret, die 2 Leute. Das Gabaret, nein, du. Ich wäre gestern fast in Fribourg gefahren, du. Freiburg? Wieso? Wieso hast du Freiburg wollen? Ja, weißt du, ich habe Pümplitz ich wollte fast vergessen auszusteigen. Ah, fuck, ja, ich sehe ja. So, ui. Nein, mal ich komme mal ein anderes Mal, aber nicht. Pümplitz.
Pümplitzer Kilby, oder hä? So. Nein, du. Wir müssen jetzt dann mal unser Zeug rausbretschen. Unbedingt, wir müssen mal ein Video zusammen machen, ja. Und machst du Oh ja. Gaming, ist das eigentlich noch das Thema bei dir auf dem Kanal? Wahrscheinlich noch nicht sogar. Ja, nicht mehr so. Ich habe mir eben überlegt, ob irgendwie lernst du das Gameplay oder irgend so. Gameplay, ja, genau. Ein Gameplay lernst du oder lernst du Gaming oder so soll starten. Aber allgemein habe ich in letzter Zeit noch nicht so viel zum Gamen, sag ich jetzt mal. Ich habe allgemein nur keine Lust mehr. Also, Game ist immer geil, nicht wegen dem, aber... Du zockst schon selber gar nicht wirklich Ja, ich zocke privat selber nicht mehr, Huren nicht mehr, nein. Darum. Ja, ich habe auch Huren wenig, ja. Eben, und dann extra immer noch etwas aufnehmen, darum. Es wäre schon geil, weißt du? Dann könnten wir noch ein Let's Play Minecraft machen. Hey, also noch ein Minecraft Let's Play, du. Bald hey, das auf meinem LOL-Kanal zeigt mit den Schweizer YouTube-Szene ein Minecraft Let's Play, Digga. Weißt du, so ein Minecraft-Projekt mit allen Schweizer YouTuber. Hey, Alter, ich würde das super abfeiern. Das haben wir eben tatsächlich schon mal diskutiert gehabt, hier im Livestream mit den Leuten. Oh, das wäre wirklich noch eine geile Sache. Also das wäre wirklich noch eine geile Sache irgendwie. Also, keine Ahnung, ich wäre dabei, an dem nichts nicht. Ja, also ich würde es auch stimulierend finden, ja. Oh ja, du richtig erregend. Hey, nein, du. Das wäre dann wirklich kein Gabaret mehr, das wäre dann legendär. Das wäre wirklich legendär, aber eben die meisten hier absolut keinen Gaming-Kanal machen, nichts Gaming-mäßiges. Das ist schon ein bisschen das Problem. Aber ja. Ja. Der Sayan hat noch gerade geschrieben, Lerso soll unseren Song anteasen. Soll ich anteasern? Aber warte, ich habe den Text auswendig. Warte, aber ist es auch so auf dem Kaliber wie, warte, wie dein Auto, ich weiß gar nicht, wie es geht. Nein, es geht in Ang. Der Lars ist wieder da. Ja, er zieht ja, genau. Hey, ich muss dir jetzt so die Story erzählen. Ist das noch online überhaupt? Ja, verzeih nochmal die Story. Ja, sicher ist das so. Und zwar, das ist das Burgdorf wirklich komplett umeinander gegangen. Jetzt ohne ich bin am Verkauf, weißt du vielleicht, ich weiß nicht. Also, ich bin am Verkauf. Und dann sind Kinder zu mir reingekommen, also einfach Fanboys, oder keine Ahnung, Zuschauer, sind zu den Bluetooth-Büchsen gegangen, haben sich gefunden, sind rausgelaufen und haben mein Lied abgespielt. Und meine Chefin ist fast verreckt vor Lachen. Die hat es noch abgefeiert. Sie kennt den Song, oder was? Ja, meine Chefin hat mich abonniert. Die ist parat. Was für eine Legende, deine Chefin? Ich schwöre. Holy moly. Ja, aber wie gesagt, der Song ist nicht der ganze Burgdorf und dann hat meine Schwester jetzt ins neue Klasse oder den neuen Klassentag angefangen. Und dann hat irgendwie der Lehrer gefragt, hey, kennt Sie einen so einen Lersu? Oder ist der mal mit mir in die Schule? Oder ist der schon jetzt Burgdorf in die Schule? Ja. Also, dann meine Schwester gesagt, ja, meint ihr meinen Bruder, der von YouTube? Und er hat so gesagt, ja, den finde ich noch sympathisch. Ja. Ja, du bist schon noch ein sympathischer Dude, also ganz ehrlich. Oh, merci, Chef. Du bist schon ein legendärer Sieg, also wirklich, ja, das ist wirklich geil. Oh, jetzt bekommst du gerade das Nacktbild. So, Nacktbild, also, ja, schickst du mir einfach auf Instagram oder so, einfach der Tür schicken. So, ja, so wie immer. So wie immer, ja. Einfach, ja, wir haben schon einen kompletten Swiss-Tuber. Instagram-Post-Zeug, Gruppe, genau, wo wir eigentlich Nacktbilder... Ja, genau, einfach Nacktbilder hin und her. Alle Leute, einfach der Markt, die alle posten einfach dort genau. Nacktbilder drin. Täglich, jeder Morgen. Täglich. Da gibt es jeden Morgen ein neues Thema, irgendwie Gurken. Dann fliegen die ein oder andere Fötterchen, oder? Oh ja, 10 oder andere Fötterchen fliegt. Oh ja, Mann. Das ist ein Kabarett, du. Das ist wirklich ein Kabarett. Also wenn ich mit dir schnurre, ist es wirklich ein Kabarett, sagst du dir. Also das ist wirklich... Also hin und her, du. Ja, wann kommt der Song eigentlich? Du mit dem Sayan zusammen? Also genau haben wir es noch nicht abgemacht, aber wir nehmen jetzt den auf. Und wir filmen jetzt den und so weiter. Aber der Text steht grundsätzlich schon. Und der Beat da. Von dem her ist es wirklich nur noch Audio und Video. Oh yeah. Von dem her, es sollte nicht mehr so lange zu warten geben. Ich freue mich auf den Regensong. Du musst ein paar Pommes frites vornehmen und dann kannst du unseren Song schauen. Ein paar Pommes frites? Nein, ich bin eher der Potato Guy, oder? Der Potato? Ja, du nicht? Also meinst du ganze? Da die hure Stückchen da, warte, da vom Mac.
Gibt's doch da die... Ah, da die Rösti-Fry. Nein, eben nicht, die Hunde sind nicht gut, die kann man rauchen, die. Warte. Die kann man rauchen! Hier, ich hab's gewonnen, warte, eine Reaction, zeig, die da hier. Du hast es vielleicht im Stream gerade gesehen. Warte, ich muss erst mal die Stream auftun. Ja, easy. Passiv, Digga, hast du den Stream immer offen? Nee, Spaß. Also, sorry, gell? Nee. Das nächste Mal merken wir so. Als ob ich mad bin. So, die da hier. Die kennst du doch, oder? Ja, sicher, da die American Potato, weißt du, die sind ja, die sind Legende. Ich habe das Gefühl, die ist doch... Die sind schon leid. Vor allem der hure Herdöpfelsack. Ja, genau, der Sack gerade, die finde ich legendär. Nein, also die finde ich geil, die habe ich gern. Nein, die sind auch geil. An dem liegt es nicht. Nein, aber ja, da gönnen wir dir ein paar Potatoes und dieses Video dazu, ja, easy. Oh ja. Dann noch ein bisschen Salami-Schnitzelsoße und dann wird das geil. Salami-Schnitzelsoße? Kennst du nicht, hä? Was? Oder Wurstwecken? Salami-Schnitzelsoße? Was ist Salami-Schnitzelsoße? Also, was wir verarschen, oder wie? Oder, weißt du, was geil ist? Wenn unser Song vorkommt, ist es nicht mehr Flättli-Suppe, das ist das Beste vom Besten. Eine Flättli-Suppe, ja, so eine Flättli-Suppe, das geht gegen F steht für Flättli-Suppe, oder? Oh ja. Kannst du das gegen den Maelo leaken? Wie? Der Diss-Track? Nicht, kannst du das gegen den Maelo leaken, sagt der Sayan? Nein. Ja, warte. Soll ich den leaken? Nein, Sayan? Nein, würde ich sagen, nein. Nein, komm, wir lösen noch. Sayan, wirst du das sicher? Aber schon nur, dass er das gegen mich überhaupt in Frage kommt, da muss ich los. Da musst du los, Bruder. Da muss ich los, Digga. Also ganz ehrlich. Nein, Hey, aber Sayan, schreib mir heute auf WhatsApp, ob ich so den Diss gegen Mark liegen. Obwohl, nein, das ist zu heftig. Ja, ist gleich. Ich mache sowieso ein Reaction-Video. Also, da liegt es nicht, meine Damen und Herren. Nein, das gibt sowieso... Oh, erregend, oder? So. Richtig erregend. Richtig pornös, so, das ist... Du, hey, Landstocki, du. Hey, nein, da ist noch ein Kabarett da drin. Ja, da ist schon mal... Also, ich bin langsam auch ausgekocht. Also, mit dir zu schnurren, das ist eine schwere Sache. Ich bin abgekocht. Ja, mir muss noch ein bisschen ziehen, jetzt wie ein Tee, Alter. Bist du durch, hä? Ich bin durchgenudelt, du hast mich durchgefickt, Alter. Oh, 5 Minuten, hey, du. Nein, den gegen Mark kannst du safe noch nicht liegen, der ist viel zu nice, aber liegen 2 Lines gegen den Maelo. Also komm, wenn der Sayan sagt, ich muss auch kurz die Line finden. Easy, ja, mach noch mehr. Ja. Sayan, du bist doch ein Arschgesicht. Nein, Spaß. Sayan, du hast einfach ein Potato-Gesicht. Das ist nicht Spaß. So, nein. Läuft heute das YouTube-Money? Heute läuft das YouTube-Money absolut nicht. Also, wenn ihr noch nicht gespendet hättet, spendet einfach mal hier, Chatty. Spaß. Nein. Läuft easy. Danke vielmals, alle, die gespendet haben. Und ja. Genau. Also, Lea, also bist du ready oder was ist da? Was geht da? Bist du da noch? Warte, noch einen Moment, please. Easy, ja, scrollst du da noch durch deine Nachrichten? Also hier. Also das sind jetzt deine 2 Lines. Okay, warte, aber ja, okay, ich bin ready. Ja, ich bin ready. Okay. Also, ich bin dann vom Flow her noch nicht so geil. Aha, was du das gerade vorrappen? Okay, ja, easy. Aha, easy, ja, aber komischer Dialekt, man versteht nicht, was er sagt. Wenn der Maelo einmal redet, hat es keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ja. Da muss ich los, da muss ich wirklich los. Nur, ich komme einfach auf meinen Dialekt reduziert. Nein, aber ich bin gespannt auf das Video. Ich bin wirklich gespannt auf das Video, ich bin ready. Ich bin auch schon ready. Nachtbilder habe ich schon gemacht für das Thumbnail, von dem her parat ist schon mal. Ah, easy, ja, als Nachtbild und Thumbnail nicht auf Pornhub einfach, oder? Ja, aber hoffentlich. Ja, easy, ja. Kannst du aber eingeben, so pornhub.com/lesen. Da können wir die gleichen Videos einfach mit den Nachtbildern aus Thumbnail. Easy, ja, sehe ich schwöre. Aber nur auf Premium, oder? Man muss da noch 10 oder andere Franken legen. Ja, sicher nur Premium. Sieht so aus. Du siehst nicht so billig aus, ja, stimmt schon. Ja, doch, billig sehe ich aus. Aber ich bin nicht so billig. Was? Blowjob für 50er oder wie? Ja, sicher. 50er lenkt. 50er lenkt. Ja, was willst du noch mehr?
Easy, ja. 50. Wenn etwa 50 gespendet jetzt, dann bist du am Arsch. Nein, Spaß. Nein. So. Spenden wir ein bisschen Fränkli, oder? Hä? Mann. Wenn ich nur wüsste, was das Fokulisi wäre. Ja, Oder? dann, Hä? ja, aber dann wäre es geil, ja. Nein, Da aber wäre Gaming oder generell so ein Minecraft-Projekt, das wäre wirklich eigentlich noch geil in der Schweizer YouTube-Szene, ja. Ich schwöre. Son Memolier. Kannst du auf mein neues Video reagieren? Ey. Nein. Nein. Nein, heute reagiere ich wahrscheinlich auf kein Video mehr. Ich bin einfach zu ausgekocht heute. Ja. Was nicht mal auf mich? Was, das ist absolut nicht abgeladen. Ich muss einfach Ja, der schon. Kommt dann bei mir der Livestream. Ja, genau, ja. Wenn ihr mit dem Livestream auschecken, dann könnt ihr über Der wisst, also natürlich nur die über 18 sind. Ja, genau, natürlich niemand anders, ja. Ja. Ihr kennt es, vor 18 geht man nie auf so Seite. Nein, nie. Nein, nie. Kann wär's mal eine MacBay-Parodie machen? Sorry, du variierst den geilen so, Alter. Der geile Sauber, das wäre wirklich geil, So eine MacBay-Parodie, ey. Holy moly. Weißt du wie? Ich sehe dir dort schon so in einer Leopard-Unterhose, so Wahnsinn. So eine geile Dress, Alter. Nein, machst du das? Alter, ich bin jetzt schon nass. Ey, Maelo, machen wir zusammen die Parodie? Sextape? Nein, MacBay. MacBay, Ich weiss, ja. du willst MacBay. Wir machen Burgerbay. Burgerbay? Hey, Dürüm oder so. Ja, lieber Dürüm. Ja, komm, Dürüm. Ja, Dürüm ist Leben. Hey, da bin ich vielleicht sogar dabei, Alter. Machen wir einen. Ich weiss, du willst Mac. Ich weiss, du willst Dürüm, Babe. Hey! Ja, genau, ja. Oh ja. Ja, du willst fette, saftige Dürüm. Wo du willst einfach... Keine Ahnung. Nächstes Jahr sind wir gerade am Vorfeld Open jetzt. Ja, moin, muss los. Wir unseren Dürüm-Scheiß uploaden. Der Marc und so, alle Leute geben sich so viel Mühe und wir machen einfach einen Song über fucking... Weißt du, geil. Wäre nice. Oh, neues Mitglied, der Niki ist Mitglied gekommen. Nice, köstlich. Dude, gehen wir Dürüm essen zusammen. Max, mischen auf jeden Fall werden, wie mit dir mal Dürüm fressen. Fix. Ja, wir gehen jetzt Dürüm catchen. Ja, Richi! Ja, Niki ist jetzt Kanalmitglied. Ja, Richi, nice. So. Ja, Richi! Sag, du sollst sie gut haben. Also, eigentlich brauchen wir Schweizer YouTuber noch zu wenig den Hermann aus so Meme-Clips. Weil der ist schon eine Legende, der Dude. Das ist eigentlich schon eine Legend. Da hast du recht. Das stimmt mit dir voll ganz. Das unterschreibe ich dir mit Brief und Segel. Kennst du den Berfin? Ja, den kenne ich ja. Der ist einer von den besten Dürüm hier zu Fribourg. Nein, den kenne ich. Den lernst du nicht. Was, du kennst mich nicht? Lernst du, bist am 14. dort. Es ist ja so. Grundsätzlich, ich bügle eigentlich bis um 5 Uhr. Oh, fuck. Am Samstag oder wie? Am Samstag, ja. Also jeden Samstag oder wie? Jeden Samstag bügelst du? Ja, zu 99%, ja. Shit. Und es kann sein, dass ich vielleicht frei bekomme, dass ich vielleicht 1, 2 Stunden früher gehen kann. Wo ich müsste noch ich will jetzt noch nicht zu viel liegen, aber ich müsste noch auf Zürich wegen einem Termin. Und dann könnte ich das vielleicht gerade so begründen, dass ich vielleicht 1, 2 Stunden früher gehen kann, dann würde ich vielleicht noch vorbeilunzen. Aber hey, das wäre urgeil. Das ist noch nicht Safety. Ich spendiere dir auch Tür im Fan-Treffen. Mehr oder ein Milo? Beiden, nein. Oh, nice. Das sehen wir dann noch. Du musst nicht extra mir Tür spendieren. Aber oder SM, bei Berfin, ja, wenn du mir mal gesehen hast, oder die Stadt innen, können wir sicher mal gehen. Moin. Nein. So, ich glaube es sind 4. Euch beiden, nice. Euch beiden, Ehrenmann. Ich glaube es sind 4. Ja, hey, Marc, kommst du oder Marc, kommst du als Fan-Töppel?
Ey, Lersu, weißt du, wer ich bin? Niki, ja, ich kenne viel Niki, du musst ein bisschen Da musst du noch ein bisschen genauer antworten, ja. Mensch, die sind am 17. Ah, ich weiß gar nicht. Warte, wenn fährt's an? Warte, ich checke schnell unseren Chat aus, den wir hier haben. Fan-Treffen. Ja, moin. Ich finde den Chat nicht. Digga, was ist da los? Lost. Ich bin der Matt Mogli. Habe ich auch schon gehört, du, aber ich mir sagt das etwas, aber ich bin gerade verdammt auf der Leitung. Mutter, steh mal ab dem Kabel. Meine Mehr wird das überhaupt schnurren. Die Uhrzeit ist schon halbwegs klar, und zwar vom 14 bis am 6. Also vom 2 bis am 6 normalerweise. Aber wahrscheinlich gibt es gleich noch ein bisschen länger, aber... Okay. Das heisst, es kann sein, dass ich vielleicht heute am Schluss kommen Kopfteil. Dass ich vielleicht am Schluss noch heute vorbeilunzen. Dann länge ich dir mal noch heute. Länge ich die noch heute an, gehen wir heute irgendwas Toilettchen, hat sicher. Ja, auf eine öffentliche Toilette oder so, dann musst du einfach vorbeilunzen. Und gehen uns dort die eine oder andere lustvolle Minute, oder? Gehen wir noch zusammen ein Ei legen und dann wird das wunderbar. Das Ei legen? Ja, wir legen zusammen ein Ei und also bis um 5 Uhr. Da gibt es dann noch ein Rührei zusammen mit dir. Was? Ein Rührei? Eben, ohne noch zu spoilern, wärst du dabei, was ich dir geschrieben habe. Hast du mir etwas geschrieben gerade jetzt? Nein, ich habe dir ja mal eine Idee geschickt. Über unser Video. Aha, ja, auf jeden Fall. Dass Fall. wir bei mir ein leeres Video machen und dass wir bei dir etwas kochen. Aha, ja, das könnten wir machen. Wir könnten etwas kochen, ja. Aber was ich mit dir... Ja, hey, kann ich überhaupt reden? Oder bin ich absolut behindert? Nein, was ich auch noch mal könnte machen mit dir, wäre so das Umschreiben, wie ich mit dem Can gemacht habe. Mit dir könnte man das auch noch lustig vorstellen. Ja, also komm. Dann machen wir gerade 10 Videos. Nein, das wäre wirklich sehr, sehr schmackhaft, Alter. Das wäre wirklich geil. Ja, easy. Ja, fix, können wir machen. Easy, ja. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie übernächste Woche habe ich sicher mal Zeit. Diese Woche muss ich wahrscheinlich noch lehren, fucking Prüfungen, aber sonst habe ich nicht Zeit. Ja. Ja, nein, das sollte bei mir auch irgendwann gehen. Von dem her. Erregend, Alter. Erregend, du sonst wird es mal ein Sonntag oder weiss nicht was. Ja. Aber du bügelst eben meistens am Samstag, oder wie? Ja, meistens ja. Es kann auch halt einfach sein, weißt, dass ich unter der Woche frei habe. Zum Beispiel habe ich diese Woche am Dienstag frei. Ah, okay. Aber hat dann euer Laden zu, oder wie? Hä? Hat dann euer Laden zu? Nein, oder? Nein. Also ich bin dann im Bügeln, so. Ja. Wenn der Laden offen hat, bin ich auch am Bügeln. Ja. Aber was weißt du, was du genau machst beim Bügeln? Oder willst du das nicht sagen? Ja, weißt du, es ist ein offenes Geheimnis. Es gibt ein paar, die es wissen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gerade sage, ey, komm wir dort her, ich bügle dort und dort in diesem Geschäft. Kein Problem. Aber darum, grundsätzlich, es gibt ein paar, die halt einfach, ja, ich werde ein paar Mal angesprochen, wenn ich beim Bügeln bin, oder darum ist das eigentlich für die meisten relativ klar, die mich schon mal gesehen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage im Internet, ich bin der und der im Bügeln, weißt du, was ich meine? Ja, logisch, machen wir nicht und ja. Klar. Aber ja, gut, meine Chefin feiert es wie einmal. Von dem her, ich glaube, an dem würde ich sagen. Ja, das wäre also schon ehrenhaft von deiner Chefin, das ist so geil. Das, eben, zum Beispiel bei mir, beim Radio, feiern es die Leute auch. Also sie feiern so, dass sie YouTube machen, das ist noch geil. Das ist wirklich noch geil, dass das ist einfach die Arbeitgeber und so, wenn sie das gerne und sogar wissen. Das ist geil. Gell, das ist einfach geil, wo du einfach weisst, du musst dich nicht für etwas schämen. Kann man das, also schämen ist vielleicht jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber... Ja, das ist auch nicht, dass sie YouTube machen, aber es ist halt einfach gechillter oder ein geiles Arbeitsverhältnis, wenn man weiss, der Chef weiss und er feiert. Ja, das stimmt schon, das ist so. Das stimmt schon. Schon geil, ja. Was hat er geschrieben? Ich bin der Matt Mogli, dann von Insta und auch bei der... Ah ja, stimmt, du bist ja im Livestream von mir dabei gewesen, du geiler Bock. Ja, der Nick ist auch eine absolute Legende, der Dude. Ja. Bist du beim Privatchat-Podcast auf Insta aktiv? Ja, bin ich. Also ich bin dort manchmal aktiv und antworte den Leuten, ja. Aber es kommen viele Nachrichten beim Podcast ein.
Übrigens. Du ein geiler Soapbock. Wenn ihr nicht wisst, der Privatchat-Podcast, legendärer Podcast, einfach mal auschecken auf Spotify. Oh ja, ich lohne zu dort alle Woche eine Schorte drin. Schon? Bist du wirklich aktiv dabei, oder? So. Also jetzt nicht mehr so, aber ich habe wirklich irgendwie ein Zeitchen, also jetzt etwa so die letzten 2-3 Folgen habe ich noch nicht nachlassen, aber den Rest habe ich eigentlich grundsätzlich gehört. Ah, nice. Also ja. Das ist geil, ja. Ich finde es noch easy von dem her. Alle Ghost checken heute. Ja, ich finde es noch chillig, einfach so, also noch chillig zum Hören, habe ich das Gefühl. Und ja, mal ein bisschen die anderen Podcasts hören von der Schweiz und die sind schon weniger nice. Ja. Keine Ahnung, ich höre nur. Ich schwöre, ich habe vorher nie gewusst, was ein Podcast. Ja, genau. Ja. Ein Podcast ist. Ja, weißt du, das hat mich nie interessiert und. Ja, logisch. Ja. Und der einzige Alter, Mann, was läuft denn? Der einzige Podcast, den ich höre, ist wirklich euer. Ah ja, aber es ist schon, eben wie hier wahrscheinlich auch die eine oder andere Personen auf Podcasts gebracht, weil es ist noch nicht so ein Feld, das die meisten Leute kennen. Eben, ja. Okay. Das finde ich geil, dass die das so abdecken, sag ich jetzt mal so. Oh, meine fucking Kamera schon ausgegangen. Ja, aber ja, stimmt schon. Wie der Kamera. Podcast. Postcat. Ah ja. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin auch einfach am Bordergate. Ja, ich bin Bordergate, Gring angeschlagen, Zähne draussen, kann nicht lernen. Das ist ein Gabarett, nein. Das ist ein verdammtes Gabarett. Oha! Ein Abo ist gerade reingekommen. Nice, SM. Hey, die geile Hintergrundmusik ist da. Die Musik ist von Black Ops Zombies. Wenn eine neue Runde anfängt. Beste. Hast du Black Ops Zombies gezockt? Nur, ich glaube, beim 3 habe ich es noch angespielt, aber nie richtig aktiv. Und BO4 habe ich auch, glaube ich, 1-2 Mal reingeschaut, aber ja. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Ja, gut, eben. Aber Zombies, absolut legendär. Oh ja. Richtiger Montesound, ja, logisch. Klar. Selling. Grüß dich mal auf Füße kommen. Hey, weißt du, was das Geile ist? Wenn man Zeug ist, wenn man Verkäufer ist. Du kannst Kunden so geil verarschen. Weißt, vor allem, wenn sie keine Ahnung haben oder wie so Menschen. Nein. Beispielsweise. Schöne Hinech. Schöne Hinech. Nein, zum Beispiel anstatt Grüß dich wohl, sagst du Füße kommen. Die checken das nicht. Du sagst echt Füße kommen. Und die sagen zu 99% Retour Grüß dich wohl. Die checken das nicht. Das ist schon noch. Ich liebe das. Weißt du, nicht in dem Sinne zu verarschen. Alle Leute hops genommen, Digga. Ich schwöre. Nein, weißt du, einfach so Leute zu verarschen. Weißt du, jetzt nicht so, kommt daher, schreist die über den Tisch. So in dem Sinn. Sondern einfach so, ja, einfach so lustig. Zum Beispiel, wenn sich keiner so komisch vorlehnt. Stell dir vor, einer steht vor dem Laptop-Regal. Ja. Und lehnt sich so richtig vor. Ja. Und dann stehst du neben dran und machst genau das Gleiche und schaust nach. einfach so Sachen imitieren oder einfach so Wortspiele, ja, aber verdammt geil. Ja, das ist nice. Oh Mann. Oder eine Kundin, ich habe mal mit einer Kundin verdammt gelernt. Ja? Richtig. Also sind wirklich gewisse Kundinnen lang bei dir, oder wie? Ja, aber so sättige, die lernen eine halbe Stunde mit mir gefühlt. Und dann habe ich der irgendwie gekauft, ich glaube etwas mit dem Handy. Dann kommt sie so zu mir und sagt so, wisst ihr was? Ihr seid der Schatz, aber nicht meine. und ich so, ja. Merci gleichfalls. Furztrocken. Furztrocken, rauskleppen das Zeug. Hey. Aber gell, du machst Gimmi, oder was machst du? Ich bin der Uni. Bist du Uni? Ich bin Gimmi fertig und habe die Uni angefangen, genau, ja. Ah, easy. Ja, da mache ich Full Speed, ja. Nein, Spaß. Full Speed. Macht ihr noch mehr Livestreams zusammen? Wer den Hammer? Fribourg-Gotteron? Oh, Fribourg-Gotteron! Ein Friburger, der gerne einen Berner zulässt. Sehr, sehr nice. Ja, sicher. Also wenn der Leser noch manchmal am Start ist, können wir noch 10 oder mal hier ein bisschen lieren zusammen. Können wir uns heute austauschen, oder? Ja, genau. Leser, bist du schon ein WLAN-Kabel holen? Ja, gerade als erstes. Fragst du das die Leute auch, ja, haben sie das WLAN-Kabel?
Ja. Habt ihr ein WLAN-Kabel daheim? Ja, da muss ich nochmal schauen, hä? Was nochmal schauen? Das ist ein Kabarett mit euch. Kommt niemand her. Weißt du wie? Ja, aber Nein, wahrscheinlich Real Talk, wenn mir irgendjemand würde sagen, oder so eine Technik oder so, am Telefon würde ich sagen, ja, du nochmal checken, ob dein WLAN-Kabel eingesteckt ist. Ich würde das absolut nicht checken, dass es ein Witz ist. Ja, nicht. Ja, nicht, wer lost. Weißt du, wenn du so, keine Ahnung, so ein normales Grösserli bist, oder einfach jemand nicht in diesem Game ist, wo keine Ahnung hat was von diesem Business, also von dieser Abteilung. Ja, ja. Ich glaube so, WLAN-Kabel, was ist das? Wie sieht das aus? Ja, aber logisch, also ich meine, das kann man nicht verübeln, ja. Niki, ich bin der extra am 14.09. freigenommen hat für das geile Fan-Treffen. Du bist der Ehrenbruder. Sehr, sehr geil im Fall, also wirklich geil. Er ist eben Koch und hat den Rest freigenommen, dem Dude. Geil, so. Geil, so ja. Würde ich auch sagen. So gehört sich das. So, aber ich glaube, an der Stelle war es von mir gewesen, ich muss etwas essen, ich habe Hunger. Du sagst es, ich gehe jetzt nur dein Ei kochen. Hey, du. Wie viel? 3 Minuten, 7 Minuten? 38, du, das Zeug muss schwarz sein. Schwarzes Ei, von innen bis raus, komplett Korn runterschwarzen. So muss es sein. Ich schmeiße mir noch ein paar Chicken Nuggets in den Ofen. Nein, was ja. Eigentlich? Oh, das wäre schon geil. Ein paar Chicken Nuggets in die Fritteuse. Nein, wenn nicht so eine Fritteuse tut. Ich habe gar keine. Was? Du hast keine... Ja gut, ich habe keine Fritteuse. Eben, ja gut. Aber Fritteuse-Shit ist eben schon geil, aber eben... Digga. Komplett Fritteuse-Shit ist maximal ungesund. Ja gut, ist schon recht. Aber weißt du was? Ich verkaufe eine Fritteuse. Da brauchst du nur einen Esslöffel Öl. Das ist der gesünder. Das ist meine Ausrede, für dass ich Fast Food essen kann. Ja, gut. Fast Food, was ist eigentlich dein Lieblings-Fast-Food, was du müsstest sagen? Wirklich auch ein Dürüm. Dürüm, ohne Witz. Ey, meiner wahrscheinlich auch Dürüm. Nice, ab und zu habe ich schon Bock auf Mac 20 Nuggets oder so. Aber... Ja, logisch, das hast du immer. Du kannst nicht den ganzen Dürüm fressen. Nein, aber eben Mac kann man auch machen. Aber ich liebe Mac als Burger King. Ja. Ich komme von. Der lernst du gerade so, der Maelo hat keine Fritteuse, scheiße, jetzt kann er kein Video mehr machen. Ja, genau. Ja, scheiße. Das habe ich gar nicht überlegt. Ja, scheiße. Ja, egal. So. Ja, easy. Dann würde ich sagen, merci, also. Dass ich dabei sein merci, dass du mir heute reingeschissen, sag ich jetzt mal. Oh yeah. Alle Zuschauer, lasst bei Maelo ein Nachbild und ein Like und ein Abo da. Und am besten noch 10 Franken spendieren, dass ich und Maelo mal zusammen ja Dürüm nehmen können. Da muss es laufen. Ja, genau. Ja. Nein, danke dir, du bist schon noch mit am Start gewesen, so spontan. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntagabend, Digga. Ja, dir auch und einen schönen Wochenanfang morgen. Nicht zu wild? Nein, nicht zu wild. Nein, machen nicht zu wild, nein, alles easy. Oh, das ist ja gut. Easy. Also. Hey, merci vielmals, schön. Hey, Hilbe hinten. Wie gesagt, sag Hilbe. Ali. Ali. Ciao, hoi. Ciao. So, das war der One and Only, der legendäre, ich weiß nicht mehr seinen Namen. Nein, Spaß, das war ein legendärer Lerso. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Stream. Es war ein ganz chilliger Stream. Und ja. Hier oben zusammen, kurz schnell auf Instagram, ja. Fast auf Montenniveau. Hey. Kuss, geht raus, danke vielmals. Das ist ein Kompliment, ich nehme es als Kompliment auf. Und jetzt lassen wir den Stream noch kurz ausklingen, ganz entspannt. Mit dem Bryan Adams. Und ich schnurre noch 2-3 Sachen. Bin noch im Chat aktiv und so weiter und so fort. Genau.
Ich weiß gar nicht wie. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Wie geht der an? Absoluter Spaß hier am Start. Hey. Müssen wir vergeben. Ich kann es nicht. Ich bin schon Spaß, also wirklich. Also ich bin schon Spaß. Da muss man doch. Ich brauche ein bisschen Liebe im Chat. Alle, wo Dings sind, ich brauche ein bisschen Liebe im Chat. Weil sonst geht es mir nicht gut. Also sonst kann ich nachher nicht gut einschlafen. Ja moin, das postet sicher niemand eine Liebe im Chat. Das könnte ich kotzen. Ja moin. So. Chat, das könnte ich kotzen. Ja moin. So. Ah, Liebe im Chat. Jawohl, danke vielmals. Bleib live und scharf. Ja, das bleibe ich, Max Mission. Auf jeden Fall, ich danke Marc. Hey Marc, merci vielmals, bist du so aktiv im Stream und so. Das freut mich hure. Merci viel mal. Nice Emotes. Ich muss noch mehr Emotes machen, das ist so geil. Hey, ich wünsche noch einen schönen Abend zusammen. Hilbe. Schönen Hinech, schönen zusammen, schönen Abend. Ja, genießt den Abend. Macht nicht zu lang, geht genug, früher schlafen. Variashi, Ehre geht raus, Kuss geht raus. Danke vielmals und ciao zusammen. Way up high and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. You dream of, dreams really do come true. Sorry Bro, sorry Bro. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Dude. Papa, es ist ein geiles Lied, ich muss das noch ein bisschen hören. Scheiß drauf, ob wir noch 3 Zuschauer sind, ob wir noch 1 Zuschauer sind. Es ist... High above the chimney top, that's where Niki, danke dir, Alter. Bluebirds fly and the dream that you dare to. Oh why can't I? Oh, someday I wish. Werden sogar noch mehr, ja. Ja, ich muss mich jetzt ein bisschen, ich bin mir sowieso jetzt ein bisschen dran am gewöhnen, oft zu streamen. Ich bin mir jetzt so ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen länger zu streamen. Weil ich finde es super geil, lang zu streamen. Es ist geil, aber ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Am Mittwoch gibt es dann auch einen Stream. Genau, ja. Ja komm, bleib noch ein bisschen. Hey! Für heute ist es hure müde, ich bin ein bisschen, ja, und ich bin langsam wirklich müde und Hunger und so. Aber ich mache dann längere Streams und wahrscheinlich kommen da noch ein bisschen Gaming-Streams in der Zukunft und so weiter und so fort. Das sind ein bisschen mehr Sachen. Ja. Ah, es sieht aus, als würdest du das nächstes ausziehen. Wieso? 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 Wieso ziehe ich aus? Was für Games? Wahrscheinlich zuerst mal Fortnite, aber... Wegen dem Rosa. Wegen dem Rosa. Wegen dem Rosa? Wieso? Aha! Aha, wegen dem rosa Zeugs da drum. Ja, okay, ja. Okay. Richtiger Porno-Stream. Ja, stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es gar nicht überlegt so. Aber es stimmt schon, ich könnte eigentlich gerade auf Live-Chat gehen, auf Pornhub den Stream starten.
Spaß. Oh Mann, Streamlabs brennt noch mehr Leute vom Chat-Dings nicht. Aber ja, stimmt schon. Scheiße. Matthias, ja, stimmt. Aber das Overlay, sonst finde ich noch geil. Warte. Oh, jetzt. Baba-Lied, Alter. Baba-Lied, Digga. It's raining man. So, ich muss hören. Ich muss fertig machen mit dem Stream. Sonst gibt's da davor irgendwie Clips und weiss nicht was. Sonst gibt's irgendwie Clips und weiss nicht was von dem Scheißzeug. Also, ich muss hören. Nein, aber in erster Zeit gibt's längere Streams am Mittwoch. Am Mittwoch streame ich nochmal. Und genau, ja. Sir Vlog, sorry noch, dass ich noch nicht auf das Ding reagiert habe vom Mimix. Machen wir im nächsten Stream. Am Mittwoch gibt es den nächsten Stream. Also ja, und morgen gibt es das YouTube-Video auf dem Hauptkanal. Mehr kann man gar nicht wählen, oder? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Noch einen schönen Abend zusammen. Hier, super Lied. Kann man schnell auf Insta chatten, ja, auf jeden Fall. Mittwoch am 8. Wahrscheinlich schon auf die 7. Aber ich poste noch irgendwo etwas wahrscheinlich. Aber Mittwoch gibt es dann noch Stream. Mittwoch habe ich Training. Ja, vielleicht nach dem Training. Wie lange hast du Training? Vom 7. bis 39 oder nach Bünta. Woche schon von hier um an dem Fall. Kenne ich die? Ich kenne die safe in dem Fall. Habe auch Training bis 19. Was machst du für eine Sportart? Wie heißt das Lied? Das Lied, das heißt It's Raining Man, The Weather Girls. Ja. Bünd, ich kenne nämlich Bünd, Alter. Also. Ich kenne Bünd, Alter. Ja. So, und das Lied ist fertig und damit mache ich jetzt meinen Stream aus. So, kenne nicht. Aber ja, easy, ja. Easy. Also, dann schönen Abend zusammen. Ich bin noch im Chat und ich beende jetzt damit das Stream. Tschüss zusammen, wie 2 Stunden Stream, das war gleich noch relativ lang gewesen.